Das war der Christoph Miranda vom Lünster Lycée, 14 Jahre alt. Christopher, c'est toi qui as composé cette pièce. Quelle est l'idée derrière? Tu voulais nous donner quelques mots encore pour introduire cette pièce. Exactement, c'était une pièce que j'ai... Prends le micro pour que tout le monde puisse t'entendre. Alors bonjour à tous, merci d'être là et c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est une pièce que j'avais composée pour l'école de Petrinja en Croatie et c'est... Qui avait été victime d'un tremblement de terre. Oui, voilà, c'est une école qui malheureusement a été détruite le 29 décembre pour le tremblement de terre malheureusement. Et je suis ici élève au lycée, junior ambassadeur et je voulais l'accompagner justement parce que c'était une musique que j'avais dédiée justement. Et voilà, c'était une composition que j'ai faite. Et quand ma professeure m'avait dit justement de ne pas faire quelque chose de trop mélancolique, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Et c'est ainsi que j'ai créé cette musique. Et voilà. Super, merci beaucoup Christopher. Merci à vous. Et cette école Petrinja qui est aussi une école ambassadrice du Parlement européen. D'ailleurs, aujourd'hui, on est au Lünster Lycée, école qui sera récompensée enfin aussi. Aujourd'hui, ça a dû être repoussé à cause de la crise sanitaire, qui sera récompensée pour être une école ambassadrice du Parlement européen. Et si je puis dire, l'école la plus active de notre réseau de cette année scolaire et de l'année avant. Donc là, un grand merci. Et aussi, en guise de remerciement de notre part, on est aujourd'hui au Lünster Lycée pour leur offrir la visibilité qu'ils ont méritée. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Tom Nober, le directeur du Lünster Lycée, pour donner quelques mots d'introduction. Merci, monsieur. Ja, op Lützeburg, effektiv, ja, pardon. Die Damen und Herren, liebe Schüler, das ist mein besonders Fred an ihr schaut 9. Mai, dem offiziellen Europadag von der Europäischen Union, hier am Lünster Lycée International School begrüßen zu dürfen. Als unerkannten Botschafterschule vom Europäischen Parlament sind wir Teil von einem Programm, dessen Ziele das Schüler, die jungen Leute zu encouragieren, für die Idee von der europäischen Demokratie zu verstehen und auch aktiv daran teilzuholen. Und aus dem Grund sind wir dann auch ganz höflich, heute dürfen der Gastgeber von diesem EU-Talk zu sein. Präsenz heute, die Damen und die Herren, da ist an den Debat, den Austausch, auch mit den Schülern, als für uns ein Zeichen von Unterstützung und auch ein Zeichen von Wertschätzung. Wertschätzung für allem von der Arbeit von den Enseignants, die an ihrem professionellen Alltag den Diskurs, den kritischen Austausch mit den Schülern sichern. Erlaubt mir, dafür für uns noch folgende Leute zu begrüßen. Den EU-Kommissär für Arbeit und Sozialrechte Nicolas Schmidt, der Europadeputiert Charles Goerens und Christoph Hansen, Generalsekretärin vom Jugendrat und Portparole von der Union von der Lützburger Schüler Estelle Ney. Liebe Grüße auch nach Berlin an Frau Luisa Neubauer, Klimaaktivistin von Fridays for Future. Es ist mir eine sehr große Freude, Sie alle hier heute in Junglünster begrüßen zu dürfen. Besonders freut mich, für eine Reihe Enseignants aus unserer Schule, vor allem auch als Schüler und Junior Ambassadors hier zu haben. Wie schon wiederum angedeutet, als enge Aufgabe von der Schule, die Schüler auf ihre Rolle von kritischen und aktiven Bürgern vorzubereiten. Wir sind uns manchmal alle eins, dass das just funktioniert, wenn wir Maden auf alle Mat und nicht nur über die Schüler und die jungen Leute schwätzen. Auch an dieser Optik, der wir in dem Motto von der heutigen Diskussionsrunde zusammen aus der Krise gesehen. Das Sujet von heute wird mich übrigens an folgenden Spruch erinnert, den ich das letzte bei einem Schüler gelesen habe. Es gibt kein Passagier Schiff Erd, es gibt just nur Besatzung. Der nächste Blick ein trivialer Spruch mit einer evidenter Vorricht, wer aus der Krise respektive wer Lernpotenzial kommend Krisen muss mit der ganzen Besatzung ugedurcht und geplant gehen. Als Direktor von einer Schule, und ich meine, schwätzen hier auch am Namen von den Enseignants, sicherlich
auch von den Schülern. Also mir besonders wichtig, immer daran zu erinnern, dass man nicht die sollen an unseren Diskussionen vergessen, die an den nächsten Jahren der Motor vom Schiff sind an Truder überholen werden. Ich wünsche euch dafür alle gut, aufschließend eine interessante und animierte Diskussionsrunde rund um die europäische Solidarität betreffend der Herausforderungen wie dem Klimaschutz, Lösungen zu den sanitären, sozialen Krisen. So nicht merci. Und dann gehen wir direkt weiter und den Stefan Koppelberg, Repräsentant von der Europäischen Kommission zu Lützeburg, Repräsentant für seine Funktion. Stefan, dir wird. Moin, bonjour, guten Tag. Als eerst will ich dem Lenster Lycée zu Junglenster merci sagen, dass Sie uns heute hier empfangen, als Vertretung von der Europäischen Kommission. Merci den Studenten, die hier präsent sind. Merci Luisa Neubauer, Nicola Schmidt, Estelle Ney, Christoph Hansen, Charles Görens und das Letzterbürger Büro vom Europäischen Parlament. An all die Leute, die uns über Zoom, Facebook und YouTube noch lauschen. Vielmals merci. Heute feiern wir, wie all Jahr, den 9. Mai, den Europadag. Diesen Tag markiert 70 Jahre Frieden und Solidarität in Europa. Allerdings wissen wir, dass in einer Zeit von Unsicherheit nicht durchgeht zu feiern. Dafür haben wir decidiert, heute über die verschiedenen Krisen zu diskutieren, mit denen wir konfrontiert sind. Wir sollen nicht machen, als wenn Krisen nicht existieren, aber wir müssen uns hin mit Solidarität stellen, ohne uns zu isolieren. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass trotz all den Hindernissen wir gesehen haben, wie wichtig das war, für zusammenzuhalten, für 2020 große Quantitäten für verschiedene Impfstoffe zu entwickeln. Und bis zum Sommer 2021 sollen Memberstaaten 70% von ihrer gesamten Population geimpft haben. Für ein engem Jahr war das noch unvorstellbar. Durch den Erfolg von der Entwicklung von Impfstoffen in Europa sind wir an einer besseren Position für die Klimakrise und die Sozialkrise umzugehen. An als Demokratie zu schützen, an dem wir die Bürger in ganz Europa durch die Konferenz zur Zukunft von Europa noch lauschen. So wie heute. Ich sage all den Partizipanten merci, wir wünschen euch ein animiertes Debat. Schönen Europadag, merci. Merci Stefan Koppelberg, aber eine Stadt vielleicht darf annehmen. Den Herr Koppelberg ist nicht mal ein Jahr unterstützt oder vertritt nicht mal ein Jahr die Vertretung von der Europäischen Kommission zu Lützeburg an als Deutschen. Und ich meine, wenn ich richtig informiert bin, ist das der nächste Speech, die komplett auf Lützeburg gehalten wird, also auch dafür well done. Wir haben, wenn ich schon die Sprache schwätze, wir haben auf Zoom Traductionen, das heißt die simultane Übersetzung auf Deutsch. Und ich hoffe, Luisa, Grüße nach Berlin, Frau Neubauer, dass bei Ihnen auch die deutsche Übersetzung funktioniert. Daumen hoch, vielleicht wenn es ja, Luisa Neubauer nickt, wunderbar. Et on a une traduction aussi en français. Tom Nober, nee, du meinst ja plötzlich weiter, pardon. Den Herr Nober vom Lünster Lycée sagt ja, dass es flott ist, dass wir mit Schülern diskutieren, wenn ich so in der Fall effektiv auch ganz flott ist. Wir hatten x EU-Talk, wo wir alle gut für unseren Bildschirm sitzen. Und das ist einfach schön, auch mal physisch ein Debat zu haben und auch eine physische Interaktion zu haben.
Wir haben hier Sicherheitsaufstände an, klar, mit das aber gut eine andere Qualität, da bin ich ganz froh. Und ich bin ganz froh, auch hier Schüler, und mir gibt gesagt, das sind die engagierten Schüler vom Lünster Lycée, also hier Schüler sitzen zu hören, ein ganz wichtigen Aufruf und ihr. Wann während dem Debat etwas wo der sagt, hey, ich bin aber dazu etwas zu sagen, ich bin dazu froh, ich bin da ganz d'accord, das sind da gut nicht verstanden. Hier ist Ihr Mikro und dann werde ich versuchen, so gut es irgendwie geht, ihr Wort zu gehen. Wir wollen aber nicht nur Erfrohen, die sind also wie gesagt ganz wichtig, mir auch froh vom Publikum, die was Slido können gestalten gehen und das betrifft dann vielleicht haben wir auch Aktivisten von Fridays for Future, die über Slido Fragen stellen werden. Hashtag Europe Day. Darüber könnt ihr teilnehmen. Vous pouvez poser vos questions en français, auf Deutsch, auf Blitzebäuerisch. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle kurz den Philipp Ternes vorstellen, der für uns Moderation vom Slido überhält. Und Philipp, soweit ich weiß, von mir eine echt froh, die wir direkt können stellen. Das ist ein Open Info. Werde das, was man so gedurcht und Philipp erklärt durch unseren Zuschauer. Ja, vielmals merci Jonathan. Effektiv, mir schon ein echt froh für den Debat heute zu lancieren. Und das ist ganz einfach über die großen Herausforderungen. Wie sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen aktuell und auch für die nächsten Jahre, die wir zusammen als Europa sollen meistern? Also das wir als echt Info und das ist ein Wordpoll. Es wäre super, wenn das dann an einem Wort jeweils aufschicken. Die könnt ihr doch mehr oft machen, die könnt ein paar Herausforderungen annehmen, jeweils an einem Wort. Und da sind wir ganz gespannt. Also kommen wir schon direkt an den Debat. Wunderbar. Also so mal der Schüler an einer Schule holt ein Handy raus. Und ihr könnt auch von hier aus gerne teilholen über den, wie gesagt, Hashtag Europe Day und ob das Info angehen. Ihr könnt gleichzeitig aber auch schon froh nachrichten, oder? Philipp, das ist richtig. Okay, also froh können schon rangereicht gehen. Wann schläft mit Ihrem Namen, das wäre mir sympathisch. Wenn ein Froh von Anonymous viel liken hört, dann holen wir es aber auch. Mit das einfach mehr flott, wenn ihr wisst, wo die froh könnt. Gleiches gilt auch, wenn wir Fragen eventuell von Fridays for Future kriegen. Schreibt gerne dazu, wer der Autor ist oder die Autorin der Frage. Das ist einfach netter. So, das zum Auflauf und zur Partizipation. Also sind ich froh, aus dem Panel können zu begrüßen. Und ich ging so ein Ladies First, Estelle Ney, als einerseits Estelle als Präsidentin von der UNEL, von der Repräsentation von den Lützeburger Studenten, und als Generalsekretärin vom Jugendrat. Und wir sind ganz gespannt, darüber zu hören, gewürzt zu gehen, was sieht Jugend zu diesen Krisen. Titel von dem heutigen Debat ist ja zusammen aus der Krise, wie kommen wir zusammen aus der Krise, wir haben da pur, darüber werden wir schwätzen. Und wie von der Lützeburger Jugend, da sind die Portparole, wenn ich das so sagen darf, haut, als ein ganz wichtig, und wenn ich über wie von der Jugend schwätzen, dann lehne ich über und das mache ich jetzt auf Deutsch, nach Berlin. Nochmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen nach Berlin. Dickes Dankeschön, Luisa Neubauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um, ich glaube, auch an Ihrer ersten Debatte in Luxemburg teilzunehmen. Oder ist uns da was entgangen? Nee, das ist der Fall. Also wunderbar. Ich sprach gerade in der Einleitung, dass Estelle Ney die Sicht der Luxemburger Studentinnen und Studenten repräsentiert. Sie sind einer der bekanntesten Gesichter der europäischen Jugend, wenn ich das sagen darf, oder zumindest das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland. Ihr habt ganz viel, also Fridays for Future hat ganz viel bewegt. Fridays for Future hatte letzte Woche glaube ich, war es einen ganz großen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Darüber werden wir auch sprechen. Das können Sie uns dann auch erklären, was es da genau geht. Also herzliches Willkommen nach Berlin, Luisa Neubauer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Also da wir jetzt auch mal Zuschauer, wenn wir hier auch Leute sitzen, dann können wir auch klappen. Also dass wir ein bisschen Ambiance kriegen an die Bütte. Und dann leden ich über zum Nicolas Schmidt, den Winnie aus Porto rumkommt, aus Haut Göster. Und zwar darüber werden wir auch schwätzen. Nicolas Schmidt, den Tom Nova so schon als EU-Kommissär für Arbeit und Sozialrechte. Und du kann ich so bei dir zu Porto von den wichtigsten Akteuren, weil das darum geht, das um das soziale Europa geht, was du beschwert gouf.
worüber wir uns eventuell können freuen, das werden wir mal diskutieren. Und natürlich ist das soziale Element ganz wichtig, wenn wir über die aktuelle Krise schwätzen. Nicolas Schmidt, ich freue mich, dass er hier ist. Voilà, ja, und dann begrüße ich auch den Christoph Hansen, Member zu Lützeburg von der CSV, auch neuerdings, gut, bestimmt viel mit, Generalsekretär von der CSV zu Lützeburg, als Member vom Gruppe von der Europäischen Volkspartei am Europäischen Parlament, die größte Gruppe. An dieser Funktion als Europadeputierten schafft ihr auch Handelsfragen, Kommerzfragen, und du seht ihr Sprecher oder Koordinator, ich meine das ist der richtige Ausdruck, von ihrem Gruppe, der wird, wenn ich das so sagen darf, der Mr. Brexit vom Europäischen Parlament, der Rapport, was den Brexit-Akkord angeht. Und wenn wir über Krise schwätzen, ich meine, dann gesagt wirtschaftlich vielleicht auch aktuell aufgrund von der Situation nicht so ganz rosig aus, aber ein Akzent in Domis setzen und auch an der Gesundheitspolitik, weil die sind doch Member vom Umwelt- und Gesundheitsausschuss, wenn Akzent da können gelöscht gehen, das werden wir mal dir beschwätzen. Herzlich willkommen, Christoph Hansen. Und wie der festgestellt wird, also die Leute, die hier im Publikum sitzen, ich tue das noch frei, der Charles Görens aus NRW. Und ich werde den Charles Görens vorstellen, wenn er da ist. Ich habe gerade gesagt, dass den ersten Debat sind da ganz langer Zeit, den wir physisch schon. Und wo hatten wir einfach an aller Transparenz hatten wir ein kleines Missverständnis. Herr Görens hat für seinen Bildschirm gewartet, bis wir einem Telefon hatten und gesagt, nee, wir sind zu Lünster. Also ein Tommelzech, und ich hoffe, den nächsten Schnitt plötzlich. An den nächsten Minuten müssen Herr Görens dann da sein. Weil das aber nicht davon aufhält, anzufangen, und ich gehe gerne effektiv mit der Jugend anfangen, das heißt mit Estelle Nee und mit Luisa Neubauer. Estelle, nee, wie hat dir die Krise erlebt? Wir sind an der Covid-Krise-Center, also der erste Lockdown war am März 2020. Und etwas, was du gesagt hast, die junge Generation musste solidarisch sein mit den Älteren. Ja, genau. Also ich meine, ganz am Anfang von der Krise für den direkt gemerkt, Turnier sind zugegangen, Schulen sind zugegangen, wir waren am Homeschooling. Und ich meine, wenn ich hier gucke, und ich so, dass wir alles gedacht schon ja in 2 Wochen also drüber und ich habe den sich gedacht, wie packen wir die 2 Wochen? Und wenn ich bedanke, dass ich mehr wie 2 Wochen gepackt hat, Jahr gepackt hat, dann merkt ich schon, ich da wirklich nicht vorauskommt gesehen, weil alles so bei uns durchgekommen. Es sind ganz viele Sachen geschehen, das ist schon erklärt. Die Schulen sind so gemacht, alles ganz schnell. Aber dann sind Grenzen zugegangen. Dann sind die Etablissements Publiken zugegangen. Dann hat es geheißen, daheim zu bleiben. Dann hat es geheißen, guck, dass du dich nicht mehr auf einer Bank sitzt. Das heißt, die Sachen, die am essentiellsten waren, das war einfach fort. Wir haben uns gedacht, okay, wir packen das und was machen wir aus der ganzen Krise? Ich habe eine wunderbare Solidarität gesehen. Ich kann nicht mehr nach einer und Scouten danken, die AKF gegangen sind, nicht all die Junker, aber auch die Männerjunker, die dann angefangen haben, sich außerhalb, also an den Gemeinden zu engagieren oder um nationale Plan zu engagieren, für da wirklich der Krise zu gehen und direkt eine Antwort zu geben. Und da hatten wir schon ein bisschen Angst, weil Grenzen sind so, wir gucken, dass es ausgeht, wir können nicht mehr so viel rausgehen. Und natürlich hat er sich dann vorgestellt, auf welcher Hinsicht geht es. Und da gesagt, eine andere Phase, die kennt, eine Phase, wo alles abgemacht wird. Und an der Phase, wo alles abgemacht wird, meint den, dass das schwer ist, am Anfang 100 wird. Und dann, wenn ihn da meint, dass das schwer ist, 100 wird, dann denkt ihn sich, was sind die Konsequenzen? Lo aktiv muss man gucken, dass man die Konsequenzen so schnell wie möglich stoppen, für dass man wirklich aus der Krise rauskommen. Und dann merkt ihn, dass noch gar nicht aus der Krise ist und dass die Krise weitergeht. Und du merkst noch, dass es nicht darum geht, für allein durch das Krise zu gehen, aber dass europäische Solidarität wichtig ist. Dass es darum geht, dass man nie mehr als Grenzen zu machen. Dass all die kleinen Akien, die wir hatten, wo wir auch einmal nicht mehr hatten, am Anfang kriegen, am Anfang wertschätzen und gucken, dass wir sie nie mehr wegkriegen. War das? Natürlich, von der Jugend. Also, da kommen wir eben über Jugend. Also, was waren so die Elemente, wo dir so, das tun selbst, dass man fehlt. Und wenn die
die Covid-Geschichte endlich mal rüber ist, wenn ich das so der salopp ausdrücken. Da freue ich mich für allem darüber, dass ich da dann darum kann machen. Also ich erinnere mich, wo Terrassen zu Lützeburg rum abgegangen sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Person so einen besonderen Moment ging, empfangen, mal auf einer Terrasse sitzen und ein Glas Rosé zu trinken. Also was sind so für ihr die Sachen, wo du sagst, okay, das sind all die Sachen, auf die ich verzichte und es ist Zeit, dass ich das mal lebe. Es muss in die zwei Phasen einfach distinguieren. An der ersten Phase natürlich schon das geheischt, seine Kollegen an den Arm zu holen, vielleicht abs trinken zu gehen, mit Kollegen zusammenzukommen, das menschlich zu kriegen. An der zweiten Phase wird es mehr geheischt, das Schlimmste zu evitieren. Das ist zu gucken, dass man nicht nach 3, 4, 5, 10 Jahren drunter leiden. An der ersten Phase waren die kleinen, simplen Sachen vom Leben, die wir vermisst haben. An der zweiten Phase haben wir einfach just darauf gehofft, dass wir die wirklich groß und schwer Sorge von der Jugend, aber auch von der Gesellschaft allgemein, könnte frei genug thematisieren und dass wir das auch empfangen, wenn wir zurückkommen und auch nicht eine Gesellschaft oder eine Welt empfangen, die einfach schwer ist, wo Ungleichheiten sind, wo eine Klimaproblematik ist, wo unheimlich viel Armut ist, wo Arbeitslosigkeit ist und so weiter. Das war die zweite Phase. Und ich meine, dass auch die, wenn ich von der Jugend schwätze, die auch verhalten soll gehen. Ein Pot zu trinken ist eine Freiheit. Aber ein Pot zu trinken geht aber auch nicht mehr, wenn ihr eine qualitativ Arbeit hat, wenn ihr nicht guckt, dass ihr überhaupt Nudeln mit Ketchup kann, irgendwann das erste, weil es nicht mehr über die Runde geht. Ich meine, das ist das, was verhalten muss gehen. Ja. An der Zwischenzeit sitzt auch den Charles Görens in der Dice, schon gerade dran vorgestellt. Und haben wir das behalten, erst noch 40 Steine, dann machen wir das, holen wir das sehr noch. Also Charles Görens, zu Lützeburg Member von der Demokratischen Partei im Europäischen Parlament, Member vom Grupp Renew. Und als an seiner Funktion als Europadeputierten unter anderem Vizepräsident von der AFCO, das Kommission des Affaires Constitutionnelles, und da ist an einem ganz wichtigen Rolle, was die Konferenz zur Zukunft von Europa angeht. Darüber werden wir schwatzen. Die sind aber auch unter anderem Member von der Kommission Développement, also den Herr Görens als Rapporteur, was den außenpolitischen Budget angeht von der Europäischen Union. Und da geht es auch wirklich um Entwicklungshilfe. Du als ein Expert, was dieses Sujet ist, Herr Görens, ist sie ganz froh, dass ihr unter euch sitzt und mit euch diskutiert. Und wir hatten mal angefangen, dass wir gesagt haben, wir gehen als erster Jugendtour, dass der Nähe effektiv gerade ein bisschen durchgestaltet, wie dir, wie sie die Krise erlebt hat. Und dann würde ich diesen Ball jetzt Richtung Berlin weiterspielen. Aber bevor wir Luisa Neubauer das Wort erteilen, gänge ich vorschlagen, dass wir einen kleinen Ausschnitt angucken. Wir haben das präpariert, ich hoffe vom Ton, als das einigermaßen anständig von YouTube. Ich gebe fairerweise Quellen, das ist eine Dokumentation von Rundfunk Berlin, RBB, Rundfunk Berlin Brandenburg über Fridays for Future. Und da gesehen hat Luisa Neubauer an einem Event während Covid-Zeiten. Da waren ganz viele Leute, Ende 2019. Und dann Luisa Neubauer, und dann wird Luisa Neubauer das Wort haben. Hoffen wir mal, dass das klappt. Eine Datei. Weil ich weiß, was hinter 60.000 Leuten in Berlin und all den anderen 10.000 in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt steht. Da stehen Menschen dahinter, die alles haben stehen und liegen lassen, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Wir wissen, dass der Klimaschutz nicht leicht ist. Wir wissen, dass es nicht bequem ist. Das hat auch nie jemand gesagt. Aber wir wissen, dass es eben notwendig ist. Wir wissen, dass wir keine andere Wahl haben. Und wir wissen, dass die einzige Sache, vor der wir nicht weglaufen können, unsere eigene Zukunft ist. Mit der Einstellung der Leute in genau dieser Stadt eine Mauer zum Fall gebracht haben, mit der Einstellung starten wir das nächste Jahr und machen das Unmögliche möglich, eben weil es notwendig ist. Nichts anderes haben wir vor.
Und dann, Luisa Neubauer, kam Corona. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Ja. Naja, ich meine, wir haben eben schon ein bisschen gehört, dass Corona ja für uns durchaus in verschiedenen Wellen verlief. Wir dachten am Anfang, dass Corona eine kurzfristige Angelegenheit ist. Und interessanterweise müssen wir an der Stelle ja erstmal feststellen, dass Pandemien nicht Zufälle sind, sondern Pandemien sind große Unglücke, aber dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass Pandemien auftreten, hängt ganz eng damit zusammen, wie wir uns gegenüber der Natur verhalten und wie tief wir in sie eingreifen, wie sehr wir räubern, wie sehr wir Wälder abroden und eben die Nähe, die gesunde Nähe zur sogenannten Wildnis aufrechterhalten oder eben auch nicht. Und das heißt, was wir erleben, ist erst einmal auch eine Pandemie als eine katastrophale Gesundheitskrise, aber eben auch als eine verlängerte Konsequenz von der Art und Weise, wie wir als Menschheit uns auf diesem Planeten verhalten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in dieser Pandemie, dass eben das, was wir ökologisch anrichten, nicht sozusagen keine kausalen Effekte auf uns Aber haben wird. darauf werden wir gleich zu davon sprechen aus, kommen. dass die- Also mir geht es wirklich um diese persönliche Ebene erstmal. Wie hat der junge Mensch, Luisa Neubauer, diese Krise erlebt, durchlebt? Also es war das letzte richtige Massenevent, was wir gesehen haben von Fridays for Future, bevor Corona anfing. War vor 60.000 Menschen in Berlin vom Brandenburger Tor da ungefähr, was wir da gesehen haben, oder? Genau, und das ist im November 2019 gewesen. Was ich damit sagen wollte, sozusagen, ich glaube, Corona war für mich das war für mich auch eine besondere Art von Krise, weil wir da ja standen im November 2019, wir haben gesagt, es wird hart sein. Und wir hätten uns niemals vorstellen können, dass 3 Monate später diese Pandemie als sozusagen Härteform auf die Menschheit, auf die Menschen kommt. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber im Endeffekt ist auch genau das eingetreten, wovon wir gesprochen haben, nämlich dass Krisen kommen und sie werden uns eine Art herausfordern, die wir uns auch gar nicht richtig vorstellen können. Und dann kam Corona, natürlich sind wir aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, wir alle, wenn man sich überhaupt nicht ausmalen konnte, dass eine Pandemie uns einmal trifft. Und dann mussten wir als Bewegung natürlich wahnsinnig schnell reagieren. Wir hatten aber, abgesehen davon, dass Pandemien furchtbar sind und junge Menschen enorm belasten, hatten wir als Bewegung auch große Vorteile natürlich, weil wir nicht vor Krisen weglaufen müssen, weil wir das gewohnt sind, auf die Wissenschaft zu hören. Und schon im September 2020, also weniger als ein Jahr nach diesem Streik, den wir gerade gesehen haben, konnten wir auch wieder mit 20.000 Menschen in Berlin protestieren. Sie haben gerade gesagt, Sie mussten dann auf diese Krise reagieren. Da haben wir auch ein Bild vorbereitet, Hashtag Fight Every Crisis. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, ich gehe mal davon aus, dass wir es gleich sehen werden, wie diese Aktion, sehr kreative Aktion, die absolut Corona-konform war, wie Sie das gestemmt haben. Also es handelt sich, weil wir es noch nicht sehen, es handelt sich um eine Plakataktion vor dem Brandenburger Tor. Wie viele Plakate werden wir, also ich bin zuversichtlich, werden wir gleich sehen? Das war vor dem Bundestag, genau, das war am 24. April 2020. Da hatten wir einen globalen Klimastreik geplant und wir waren jetzt sozusagen ganz neu in der Pandemie. Man wusste gar nicht, okay, wir müssen einen globalen Klimastreik, was macht man denn daraus, weil wir können ja nicht auf die Straße gehen. Und das heißt, was wir überlegt haben, ist, wenn die Menschen nicht da sein können, dann können wenigstens ihre Schüler sein. Und die Schüler sind bei uns hier was ganz Wichtiges bei den Streiks. Und dann haben wir mehrere 10.000 Plakate von Menschen eingesammelt. Dann haben wir diese Plakate, das war ein unglaublicher logistischer Aufwand, weil man damals auch ja noch ganz abenteuerliche Corona-Regeln hatte. Also dann mussten dann 72 Stunden in einer Kirche in Quarantäne gehen, damit alle. Damals war das noch so ein Ding mit den Viren auf der Oberfläche. Da mussten dann die Viren mussten dann absterben auf den Oberflächen von diesen Plakaten. Dann durften wir sie auf dieses Feld tragen, also vor den Bundestag, und konnten dann eben diese Plakate da auflegen und haben die dann festgemacht mit so kleinen Holzspießchen, damit die nicht wegfliegen. Die sind trotzdem weggeflogen. Aber eben das war das erste Mal, das war auch in Deutschland das erste Mal, dass eine große Aktion stattgefunden hat unter Corona-Bedingungen. So, jetzt haben wir gerade einen Tonausfall, ganz kurz. Aufgabe für uns, eine ganz neue Herausforderung. Frau Neubauer, Entschuldigung, wir hatten gerade einen Tonausfall. Vielleicht können Sie noch mal die letzten 1,5 Sätze wiederholen. Also, ja, ich meinte, das war das erste Mal, dass es so eine Aktion gegeben hat unter Corona-Regeln. Das war damals ein Novum, dass man was macht ohne Menschen. Heute ist es ist ein bisschen normaler geworden.
und für uns auch eine unglaublich aufregende Angelegenheit, weil wir das gar nicht kannten, dass man nicht Menschen organisiert, sondern Schilder, so Materialien. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich frage mal kurz, ein Zeichen in der Regie, können wir das Bild einblenden? Kriegen wir das hin? Nee? Nee, klappt nicht. Also, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sehr leicht ergoogeln. Zehntausende Schilder vom Brandenburger Tor, Hashtag Fight Every Crisis und mit Botschaften von Aktivisten, Aktivistinnen zum Klimawandel. Ich würde das Wort jetzt kurz an Philipp Ternes weitergeben. Haben wir schon echt Reaktionen, ob das Sondage schon mal echt froh, was lebt auf Slido? Merci Jonathan, das tun wir auf alle Fall. Also für die Herausforderungen, wir haben eine ganze Party, schön, dass wir sie auch schön können gesehen Ekran. Und zwar, also wir haben zum Beispiel als Beispiel Energiekrise, wir haben den sozialen Zusammenhalt, wir haben Umweltschutz natürlich. Aber was ich aber merke, dass das ganz groß steht an der Mitte Werte. Also da wird mir oft aufgeschickt. Und das ist vielleicht ganz interessant auch für heute und überhaupt auch vielleicht für die Konferenz über Zukunft von Europa, dass man effektiv als zusammenstellen, was sind wirklich die wichtigsten Werte für uns an Europa, die wir wollen hochhalten. Vielen Dank, Werte, werden wir auf jeden Fall auch den Ball abholen von dem Sondage. Also holt gerne die was der Handy schon die Firma setzen, den gerade auf seinem Handy am Gangen, also Hashtag Europe Day, slido.com und dann könnt ihr mal diskutieren an frohen Stellen. Ich ging vor den Nicolas Schmidt, Lützeburgischen EU-Kommissär, wir hören gerade Stimmen von der Jugendherren zu Lützeburg mit Luisa Neubauer Herren zu Berlin. Schluss nicht, dass ich mal darüber reagieren. Was antwortet dir als Member von der Europäischen Exekutiv denen jungen Stimmen? Für dich große Merci für Dateien zu organisieren. Ich meine, das ist formidabel, dass die Jugend zu Wort kommt an Europa. Weil, wie wir drin beschrieben, die Krise, die als besonders hart für die Jugend. Erstens, ich meine, die hat ganz gut beschrieben, okay, nicht auf eine Terrasse zu gehen, ist schlimm, aber es gibt viel mehr Schlimmes. Wir haben gesehen, dass viele Jugendliche ihren Job verloren haben, viele Jugendliche nicht konnten ihre Studie weiterführen, weil sie ihren prekären Job verloren haben. Viele Jugendliche an Armut aufgesagt sind. Alles das ist vielleicht nicht so direkt visibel. Wenn ihr zu Paris, zu Berlin oder auf andere Plätze hingeht, da seid ihr in vielen von den berühmten Cuisinen, Küchen, Volksküchen, wo Jugendliche hin müssen gehen, weil sie effektiv mal nicht mit Moyen haben, für Nudeln mit Ketchup zu essen. Und ich meine, das ist eine immense Herausforderung für uns alle, für unsere Gesellschaften, für unsere Staaten, aber auch für die Europäische Union. Wir können nicht über die Zukunft von Europa diskutieren, ohne darüber zu diskutieren, was für eine Zukunft berät Europa als Jugend für. Und, ich habe das gesagt, ich komme von Porto, das war von den großen Sujets. Und wir sind natürlich extrem darauf ausgerichtet, für zu gucken, was kann Europa mehr machen, für der Jugend eine Zukunft zu bereden, die würdig ist. Würdig ist natürlich, man versteht eine Umwelt, die erlaubt, daran zu leben. Ich meine, wir haben alle gute Message verstanden von Fridays for Future. Und ich gebe so, wenn die Tausenden und Tausenden Jugendlichen nicht so auf die Straße gegangen wären, da gibt den europäischen Green Deal nicht so ausgesehen, wie er ausgesehen. Ich meine, das ist auch der Merit von den jungen Leuten, die wirklich mitgeholfen haben, aus dem Green Deal von den großen europäischen Projekten zu machen. Das Zweite ist, dafür zu sorgen, dass an der großen Transformation, dass sozial Arbeitsbedingungen, ich war mit vielen Jugendlichen an den letzten Tagen zusammen, auch in Portugal. Und die Frau, die mir immer im Gestalt gehen lässt. Wir machen alles, was er von uns verlangt. Wir studieren, wir probieren eine gut professionelle Ausbildung. Und trotz allem haben wir große Schwierigkeiten, für das unerkannt zu kriegen an der Welt von der Arbeit.
Viele Junker mit guten Diplomen, die von engem Internships, von engem Stage an den anderen, wo sie ganz oft nicht bezahlt gehen. Und ich meine, da muss man aussetzen. Und da muss man jeden an Bord kriegen, für zu sagen, wir können keine Gesellschaft in Europa weiterentwickeln, ohne uns Juden zu respektieren. Ich meine, Porto gehört einen guten Aussatz an dem Sinn, und auf der Basis zusammen mit ihr, weil dir gut stimmt, und dir musst du mithelfen, probieren wir das an eine bessere Richtung zu kriegen. Herr Schmidt, ich kenne schon mal einen kleinen Kneipzettel oder zwei, vier berät, für ein bisschen, also du, das, was zu Porto festgehalten wird, ich mal daheim mal abgeschrieben. Das können wir vielleicht rekapitulieren und dann auch mit den drüber schwätzen. Also, es wird festgehalten, dass bis 2030, also alles, was ich abzählen, ist bis 2030, da sollen ab manst 70% von den 20 bis 24-Jährigen einen Arbeitsplatz haben. An den Gender Gap, also da schwätzen wir von der was Bezahlung angeht, bei der Beschäftigung soll ob manst halbiert gehen. Das ist E-Punkt. All Jahr sollen ob manst 60% von den Erwachsenen an einer Formation teilnehmen, und 80% sollen grundlegend Digitalfähigkeiten haben. An Zahl von den Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, von Armut bedroht sind, soll 15 Millionen raufgehen, mindestens am Vergleich mit dem Zeitpunkt von 400 Krise. Voilà, Zeitpunkt von 400 Krise, an nach guter Letzt. 12 von den Kindern, die von Armut bedroht sind, soll auch 5 Millionen raufgehen. Und ich habe es vergessen? Das sind die 3 Großobjektive. So, du stellst dich aber noch ein Quiz froh. Die hat gerade vom EU Green Deal geschwärzt. Was hat der Pariser Klimaakkord mit denen Zielen gemeinsam? Ganz viel. Weil der Pariser Klimaakkord, den muss uns ja durchbringen, dass wir bis 2030 mindestens eine Reduktion haben von 55%. Das Parlament fordert ein bisschen mehr. Mindestens, gebe ich auch so, 45% von den Ausstoß. Und das heißt, dass wir bis 2030, und das muss, bis 2050 muss man klimaneutral sein. Mit 2030 ist muss einen großen Effort machen, für uns Wirtschaften, uns Gesellschaften so umzubauen, dass die Ausstoß auf dem Niveau fallen. Und das tut natürlich für uns Wirtschaften, für uns Gesellschaften einen immensen Impact auf den Jobs. Weil natürlich werden dort Jobs müssen verschwinden, umgewandelt gehen, an viele neue Jobs müssen geschaffen gehen. Das ist der nächste Punkt. Wir wollen also versuchen, dass die Transition, Klimatransition, muss aber nicht auf Kosten von Jobs gehen. Wir müssen also uns Wirtschaften durch Investimenten so aufstellen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht und dass mehr Leute können an ein qualitativ, ich schwätze immer von Jobs, Jobs sind also vielleicht nicht genügend, qualitativ gut Arbeitsplatz kommen. Das ist der nächste Punkt. Zweitens, ganz schnell, Ausbildung, wenn wir neue Jobs kriegen, muss man nicht verringern, auch die Möglichkeit geben, die zu holen. Also muss man die nur an der Schule sehen, die richtige Ausbildung gehen, mit die eventuell von einem Job müssen an den anderen gehen, auch eine Requalifikation gehen, dass sie die Transitionen fertig bringen. Just für dort zu bleiben, damit können wir ja nur schwätzen. Ich muss aber zugeben, dass ich auf etwas anderes hinaus wollte. Und zwar, was die Gemeinsamkeit für mich von dem Pariser Klimaakkord an von den Zielen oder von den Konklusionen von dem Summit zu Porto ist, es sind Ziele, die ganz gut klingen. Aber wenn man bei der Verbindlichkeit, also wenn man guckt, wo sie verbindlich sind, dann geht es, also sie sind nicht verbindlich, es sind Ziele. Aber wo gehen Länder penalisiert dafür, dass Ziele nicht angehalten gehen? Das ist nicht die ganz große Schwachstelle von der. Ja. Natürlich wird es schön, wenn man Kinder die Ziele so verbindlich machen. Aber erklärt mal, was machen wir, wenn die Amerikaner nicht auf den Weg gegangen wären, auf den sie mit beiden gehen? Hat man dann den Amerikanern den Krieg erklärt? Nein. Wir können ja bei uns sein können. Wir können ja bei uns sein. Ja, voilà. Wir können nicht mehr auf den Weg gehen, dass es sich ein Bewusstsein, und da spielt Jugend eine enorme Rolle.
Und ich meine, die amerikanische und die europäische, die haben das Bewusstsein, dass wenn wir das nicht machen, da gehen wir an eine planetarische Katastrophe. Und die Sozialziele. Natürlich könnte man sagen, wir holen dann die Länder auf den europäischen Gerichtshof. Okay, hier gilt es darum, Europa funktioniert nicht nur über Sanktionen. Europa, das ist ein politischer Druck über uns Demokratie. Politischer Druck ist ein guter Punkt. Ja. Also nicht ein Problem, dass 11 Länder von der EU meinen, dass sich die EU gar nicht soll an Sozialbereiche anmischen. Ja, das ist nicht richtig. 11 Länder haben gesagt, und das bedauern ich auch verschiedene Länder, dass die Unterschrift unter den Text gesagt haben, modernere. 11 Länder haben gesagt, ja, das ist wichtig, Jobs zu kreieren, wichtig, zusammen zu schaffen. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass sozial bleibt essentiellement eine nationale Kompetenz. Das steht an dem Dokument. Damit kann ich a priori d'accord sein. Ich will nicht aus dem Sozialen total eine europäische Kompetenz machen. Wir irrealistisch, auch heute zu Lützeburg, will keiner, dass sogar wenn der Kommissar Lützeburg diktiert, wie das Lützeburger Pensionssystem ausgesehen wird. Was wir brauchen, das gemeinsame Ziele und an die Richtung gemeinsam zusammen schaffen, Regeln nun, da wo es notwendig ist, dass wir die Ziele erreichen. Das meine ich als auch, ich muss sagen, die Konklusionen von Porto, von der Staats- und Regierungsschaft, aber besonders auch die ersten, wo die Sozialpartner geschrieben haben, die haben mich überrascht. Ich habe mir nicht erwartet, dass sie am Endeffekt so weit gehen. Und Charles Goerens weiß ja besonders voran dir auch, Herr Hansen, wie schwierig es ist, mit paar Ländern momentan zusammen zu schaffen. Das am Endeffekt das rauskommt, das ein Commitment ist, ein Engagement, zu sagen, wir stehen für ein mehr stark soziales Europa. Das ist nicht eine evidente Affirmation gewesen. Die erst rauskommt, lo gilt natürlich das konkret haben. Wir dürfen die Kommission ja nicht nur ein paar schöne Deklarationen gemacht, sondern einen Aktionsplan mit ganz konkreten Aktionen. Und wir werden dafür sorgen, dass auch Propositionen auf der Basis gemacht werden und dass Länder immer neu von ihrer Verantwortung gestaltet gehen, an die Juncker, an allen europäischen Staaten, dafür sorgt, dass Regierungen an die Richtung schaffen. Also, das ist essentiell von der europäischen Merci für das Evaluierung, für dem, dass wir den Charles Goerens und den Christoph Hansen an Tron holen. Die Düren du geschwärzt, dass Düren du für Sürstadt. Und dann spiele ich den Ball weiter nach Berlin an Frau Neubauer. Sie haben, oder Fridays for Future, den Finger in die Wunde gelegt und darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung, was die Einhaltung der Klimaziele angeht, nicht so ganz vorbildlich vorgegangen ist. Und sie haben einen riesen Sieg erzielt vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie gesagt, wir haben hier junge Leute im Publikum sitzen und auch vor den Geräten. Erzählen Sie mal eure Erfolgsgeschichte. Naja, was wir gemacht haben, ist, wir haben vor über einem Jahr die Bundesregierung, also eine Verfassungsbeschwerde eingereicht beim Verfassungsgericht in Karlsruhe, um im Endeffekt gesagt, dass das Klimagesetz, was die Bundesregierung rund um die Proteste, von denen wir diese Bilder gerade gesehen haben, veröffentlicht hat, dass das nicht ausreicht, um unsere Freiheitsrechte zu schützen. Und Freiheitsrecht ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil was wir argumentieren, ist, dass wir junge Menschen und wir junge Generationen, dass wir argumentieren, dass wir gleichberechtigt sind. Und das klingt banal, aber das bedeutet letztendlich, dass wir, wenn wir 50, 60, 70 Jahre alt sind, die gleichen Rechte und Freiheiten haben müssen wie Menschen, die heute 50, 60 und 70 Jahre alt sind. Das geht aber nicht, wenn in dieser Zeit, in den nächsten 50 Jahren, die Klimakrise so zunimmt, dass wir so eingeschränkt sein werden, unseren Möglichkeiten, unseren Freiheiten und in der Art und Weise, wie wir sicher sind. Und das heißt, damit wir unsere Freiheitsrechte einmal ausleben können, muss die Bundesregierung eben heute handeln. Und wir argumentieren, dass dieses Klimagesetz dafür nicht ausreicht und eben auch die Klimaziele nicht ausreichen. Und vielleicht um da kurz auf diesen Punkt, Frau Neubauer, Entschuldigung, um diesen Punkt einzugehen, das Spannende ja an diesem Urteil war, dass sich die Bundesregierung Klimaziele gesetzt hat bis auch 2030? 2030. Genau, 2030. Und aus diesen Gründen wurde das Gesetz von Karlsruhe kassiert, weil es eben, jetzt greife ich Ihre Argumentation auf, eben diese langfristige Perspektive oder die Wahrung der Freiheitsrechte in der Zukunft nicht berücksichtigt hat. Das ist ja praktisch auch eine Erweiterung des Rechtsbegriffes, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also man hat praktisch eine Generation, also den Begriff der Generationengerechtigkeit, was ja normalerweise eine sehr philosophische Debatte ist, man hat eine philosophische Debatte zu einer politischen Debatte gemacht. Und was Karlsruhe letztendlich entschieden hat, gegen alle Erwartungen muss man wirklich sagen, weil die Gerichte sind normalerweise konservativ, die sind sozusagen ja nicht dafür bekannt, dass sie sozusagen die großen neuen Thesen in den Raum werfen. Aber Karlsruhe hat praktisch entschieden, dass die Regierung sozusagen heute Klimaschutz unterlässt. Und das bedeutet sozusagen mehr Bürde auf uns junge Generationen in der Zukunft schiebt, als es gerecht wäre. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die Bundesregierung Klimaziele anheben muss. Das heißt aber auch, dass sie für nach 2030 aufzeigen, wie sie denn eigentlich das reduzieren wollen. Und die Reaktion war, dass jetzt die Regierung gesagt hat, sie erhöhen die Klimaziele, sie machen neue Sektorziele, sie zeigen neue Pfade. Das reicht nicht, um 1,5 Grad Politik zu machen, muss man ganz klar sagen. Aber es ist ein gewaltiger Schritt und es ändert eben unsere Argumentationsgrundlage. Weil wir auf einmal sagen, ein Recht auf Klimaschutz haben. Und das hat Karlsruhe uns bestätigt. An dieser Stelle nehme ich Charles Goerens in die Runde. Herr Goerens, ihr seht, wie gesagt, schon in der Introduktion schon gesagt, largement involviert, was Konferenz zur Zukunft von Europa angeht. Die von dieser Konferenz also dem Bierger Wurzel zu gehen, zu lauschen, an eventuell auch die EU darüber anzupassen, je nachdem, was du bei dieser Konferenz rauskommt, darüber werden wir auch schwätzen, wie der doch prozedural kann auflaufen. Ich wäre witzig zu hören, wie dir reagiert auf den Diskurs von Luisa Neubauer, auf den Aktivismus und den Engagement, politische Prozesse eben zu ändern, ohne institutionell verankert zu sehen, mehr eben von der Straße raus. Also die Straße wird tatsächlich eine ganz wichtige Rolle zu spielen an der Aktivistin Neubauer klappt nicht. An der Aktivistin Neubauer hier aus und die fanden auch schon Angang an den politischen Diskurs. Und es ist nicht überzeugt, dass alle die Materien der Kursen, dass die auch Angang fanden auf digitale Plattformen, die ganze Konferenz animieren. Die Konferenz gesagt folgendermaßen aus, dass nur eine digitale Plattform abgemäht gibt für rund 10 Tage. Da kann jeder sich abbringen. Die alimentieren auch dann noch Plenarversammlung, die dann zu Straßburg stattfindet oder sonst wo. Wir haben auch daneben thematisch Plattformen, da gehen Experten gelost, die ziemlich repräsentativ aber sind für die Gesellschaft. Und dann haben wir eine Plenarsitzung, die besteht aus Nationalparlamentarier, Europaparlamentarier, aus 3 Membern von der Kommission. Wir als Parlament hätten gedacht, dass mindestens 54 Ministerinnen können angeschrieben sind an die Konferenz, wissen, dass sie alle gut chargiert Programme haben, das wenigstens tauschend da ist. Bei den nationalen Parlamentariern sollen da auch 4 pro Land da sein. Und das Europaparlament soll da auch insgesamt so viel haben. So zu der Struktur, wie die ganze Konferenz lebt. Was ist das Ziel davon? Ziel davon ist, dass wir als Decisionsprozesse so gestalten, dass wir den Rhythmus gewinnen, den wir brauchen, für Antworten zu geben auf die globalen Fragen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir als institutionell Fragen an Europa überdenken. Wir haben zum Beispiel 84 schon mal die ersten 100 Tage vom Präsident Biden kommentiert. Der Präsident Biden hat den Klimagipfel angerufen und hat an puncto Taxation von den GAFAern, also Amazon, Google und so weiter, hat sein Finanzminister schon gestellt, für mal rund um die Welt zu telefonieren. An einem Tag hat die Gespräche aufgehört und hat praktisch den Akkordprinzip für sämtliche Staaten für die Zielen für Dommer zu machen. An der Europäischen Union, da geht nicht mal einem Tag durch. Da sind wir schon Jahre am Gang für das zu machen. Für was? Wenn wir die richtigen Decisionsmechanismen nicht tun. Ich gehe über nicht mehr rosen, wenn die Leute sagen, wir haben ein Problem hier und da an der Europäischen Union ist schuldig. Für was kann die Europäische Union nicht das machen, was die beiden gemäht an den nächsten 100 Tagen, mit Weltmemberstaaten, die permanent Brüssel attackieren, nicht futtiert sind für die Transferen von Kompetenz auf Brüssel zu erlauben, die wir bräuchten, für die Decision können zu holen. Es kann ihn aber nicht ein vernennen, dem ich verbietet, etwas zu machen, und dann zu sanktionieren, wenn das nicht gemäht wird. Und dafür sind die Prozesse laboriös. Nicolas Schmidt ging auch lieber
zentral vu Bresel aus en ganz paar die Sache dekretieren, well we so gene wat muss mechen am soziale Bereich. Mit ihr muss eng Majoritéit fannen. Ich war mal Parteipräsident. An der dem Generalsekretär, die war Philosopher mat Neum. An du hunn se Kollege gesot, wo kannst du Idiot an die hohe Politik do ragin. No? Du telächte mal wann ich am mat Neum so eend an eend as 2 hun ich genug Autorität fir die banale Erkenntnis durchzusetzen. Wie wann ich am Komiteedirekteur méger Partei sinn, muss ich eng Majoritéit van die dat Resultat matreet. Et ça fait toute la différence. Wir brauchen also eng Approche, die Europa als als handlungsfähige Partner Weltpolitik fähig möchte, wie den Präsident Juncker gesagt hat. Dafür ist die Konferenz, dafür ist die das Potenzial. Dafür ist die Konferenz an der Solo etwas, was vielleicht den und anderen schockiert. Entweder kommen wir zu 27 zu den Konklusionen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht aber der Notfrau abkennt, muss man un Vertragsweg gehen. An Vertragsweg und das heißt, wir müssen als Decisionsprozesse straffen. Noch gibt 2 Sachen, die ich kann machen. Einerseits mit den bestehenden Verträgen kann ich ein paar die Decisionsprozesse mehr effikaz machen. Das heißt, mir Passerellen, wo der Conseil européen kann dezidieren, dass den dann auf Majorité qualifié übergeht. Am Platz, da muss via wesentliche Bereiche eng Unanimität hun. Der Zweite, es gibt aber auch Passerellen sind nicht da für alle Probleme zu lösen. Wir werden müssen als unter Vertrag gehen, dann für den so auszubessern, dass wir handlungsfähig sind. Wir müssen das merken, und das wird vielleicht schon anders. Dass wenn wir nicht zu 27 Statik kriegen, dann muss man vielleicht den Vertrag in 26 oder 25 oder 24 merken, den da später ein Angang an ganz Vertragsweg. Mit das aber nicht so, dass der größte Bremser es kann blockieren, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Impulse von der Europäischen Union ausgegangen sind, und wenn wir wollen die Großkrisen lesen, muss man einerseits wissen, was wir machen, wir müssen exemplarisch sein, wir müssen ein Parcours sans faute machen, aber wir müssen auch wissen, dass wir an puncto Klima, und ich wollte mal beim Neubau haben, wir machen 10% von der Gesamt-CO2-Emissionen aus, weil wir alles gemäht haben. Da bleiben nach 90% bei den anderen. Wir müssen auch fertig bringen, dass die 90%, die am Rest von der Welt emittiert gehen, dass wir die hier kriegen. Und dafür müssen wir Wert dahin, Wert daher. Wir müssen ein paar Bereiche mit sämtlichen Staaten schwätzen, egal wie die Gelass, wie Crapuleux oder wie die Gutant, das sind der Punkt der Menschenrechte. Das ist der Bereich Sicherheit, das ist der Bereich sanitär Krisen bekämpfen und das ist das Klima. Wir müssen mit China darüber schwätzen. Aber wir müssen die so weit kriegen, dass sie auch die Obligation Resultate sind. Wenn das nicht so klappt, was ich nicht wünsche, dann hat Europa nach immer eine Impulsgeberfunktion, wenn wir Trendsetter sind an der Innovation. Dann kommen die anderen nicht leicht aus. Weil wir spielen nur noch als Europäer an der ersten Liga. Wir sind weltweit die größten Handelsmarkt. Wir haben eine Innovationskapazität, auch aber besonders am sanitären Bereich, was vergessen geht, weil die meisten Impfstoffe, die kommen aus der Europäischen Union. Das, was fehlt, das sind Kapazitäten industriell für das zu produzieren. Für was bringt Sanofi an einem Land, wo man mit die gescheitste Kapo wie Frankreich, es nicht fertig für einen Impfstoff fertig zu bringen, bei den Thierry Breton, der sieht, ein Kommissär, ein Kollege von Nicolas Schmidt, der sieht, weil wir es nicht fertig bräuchten, an den letzten 20 Jahren eine europäische Industriepolitik zu machen. Und da leiten wir es am Pfeffer. Also wir kommen aus dieser Krise raus mit einem klaren politischen Ziel, mit extrem ambitiösen Erwartungen. Und dafür ist es gut, dass die Jungen es immer im Aussporen für nach mehr ambitiös zu gehen an den Zielsetzungen. Und da muss man an puncto Innovation das machen. Ein anderer Nicolas Schmidt hat das schon angeschwärzt. Aber wir müssen einfach an allen Bereichen, wo heute Weltpolitik dezidiert wird, als Europäische Union, mit klaren Konzepten, mit ambitiösen Zielen, die einer Ursporen für das zu machen. Das ist der G20, das ist UNO, das sind als Verhältnisse, als Relationen mit den Vereinigten Staaten. Es sind heute mehr optimistisch wie für ein Jahr, weil der Präsident an den USA den erst nur leistet.
der Multilateralismus, also was die letzten 4 Jahre. Ich werde der Präsident von den USA wird man nur dann auch mit Christoph Hansen, wenn wir über die Erwachsenenstrategie schwätzen, da vielleicht an einem nicht so positiven, ich gehe gleich gut und nicht noch ein mit Madame Neuber en relation mit der Zukunftskonferenz. Just noch kurz froh, wir hatten am Anfang vom Mandat, das gouf auch lancéiert oder ugedriwe vom französischen Präsident Emmanuel Macron, die sogenannte Konsultation citoyenne, wo so muss du gewissen so einen ähnlichen Diskurs gehalten, mir lauschen hier nur und dann verrennen wir etwas. Man richtig informiert sind, gibt dann eine Konklusion zu Sibiu, Rumänien, wo dann du selbst dazu geschrieben, mir nachhaltig als so nicht, die Konsultationen nicht ausgelöst. Die Gefahr ist groß, wenn ich viel verspricht, und bei dir verspricht als viel verspricht, was ich so kann sagen, mit dem muss selbst folgen. Wie können wir sicher sein, dass das keine etwas folgt, und dann geben wir den Jungen Wort an Heineke den Abruf, wann aber ihr wollt bedelige geht bei dem Mikro und dann diskutiert mit. Wie können wir sicher sein, dass das keine abortiert? Herr Jonathan, sind nicht so undankbar. Wir haben seit Sibiu ein Klimagesetz auf den Weg gebracht. Wir haben es fertig als einzig. Gruppe von 27 Ländern von der Welt ein verbindliches Klimaschutzgesetz zu kreieren. Es hat kein anderer Staat noch gemacht. Wir sind die trotz der Schwierigkeiten an Decisionsmechanismen, die ich gerade angesprochen habe, die einzige, die das fertig bringen. Wir haben eine Expertise, das da steht. Die Europäische Union ist am Gang, eine Krebsstrategie zu entwickeln. Sogar an Bereichen, wo es nicht primär von den Biergerkonsultationen, ne? Und das ist natürlich auch das Resultat, ob das was Bierger werden. Die meint schon nicht, dass wir an der Politik als komplett lastgelöst Aktionen hingehen von den ohne Bierger Nutzleistern. Merkmal ist schon eine Party, den Heibannen wahrscheinlich stehen, die meisten Wahlkampagnen mitgemacht hat. Das ist erfrischend. Da kriegt er nicht geschenkt. Da kriegt er der Riechstand glatter an der Politik, die doch dafür bezahlt, für die entgegenzuholen. Das ist nicht so, wie wenn Politik an einem luftleeren Raum ging schaffen, je vous mets au défi. So hat mir eine Gruppe von 27 Ländern, die so viel auf die Bierger angegangen sind, an den letzten Jahren an der Eurobarometer gesehen. Da sieht dass auch etwas bewirkt wird. Dass man mehr effizient gehen, mehr effizient, das auch steht. Sind da immer pur, die aufhängende Prozesse. Der ist just ein Beispiel. Ich habe 1999 an der Regierung einen Auftrag gekriegt, für die erneuerbare Energie in einem Land zu organisieren. Wir waren im Moment Weltchampion am Ausbau von der Photovoltaik. Die einzige, die massiv mit öffentlichen Geldern gefördert, und das war Jürgen Trittin als damaligen Umweltminister Deutschland nicht. Wir wussten, dass wir damit das Klimaproblem nicht gelöst kriegen. Wir wussten aber gerade so klar, dass wir nicht gegen Aufhängen der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen, dass wir dann nie könnten mit Sonnenstrom merken. Haut als der Preis von Demos durch mindestens 15, wenn nicht 20 dividiert gehen. Also wir sind an der Economy of Scale gekommen und das auch durch so Aktionen, wo immer die Innovation muss stärken. Als das nicht auf die Bierge gleich ging, mein Dach. Aber was Wandenergie belangt, auch den Ausstieg aus der Atomenergie, auch Nachhaltigkeit. Da los man die als Jungvertreterinnen beantworten an Heinke den Abruf zeigt nicht. Sieht nicht schei für Matzemann auch über Slido. Der hat gerade über Lützeburgs Klimapolitik geschwärzt. Ich weiß nicht, wie Madame Neubauer zu Berlin Bild hat von der Lützeburger Klimapolitik oder inwiefern Lützeburg Vierreiter ist oder auch nicht. Und die Zahl ist natürlich verfälscht, wegen Tanktourismus und wegen den vielen Frontalien, die wir haben. Ich meine, nichtsdestotrotz ist das etwas, wo wir als Lützeburger nicht so ganz können, darauf hilfreich sind. Gibt es einen Overshoot Day, das ist den Tag am Jahr, das wird auf Länder aufgebracht und auf die Welt aufgebracht, wo wir als Gesellschaft, da komme ich nur mit Lützeburg, über als Ressourcen leben und das überschreiten, was uns als Welt zur Verfügung gibt. Zu Lützeburg geht den Tag überschritten, oder geht das Jahr den Tag überschritten, 15. Februar. Da erhält Lützeburg Silbermedaille no Katar. Wie gesagt, muss ich kontextualisieren. Wir sind ein kleines Land, wir haben viel Frontalien, Tanktourismus. Aber auch, ich meine, auch ohne, sind wir nicht sicher, ob man da auf der letzten Platz wäre, was vielleicht dann ein Grund wäre, hilfreich zu sein. Für die Welt sind wir beim 22. August
2020, 2021, wenn ich richtig informiert sind, ist die Zahl noch nicht bekannt. Erst einmal, ihr wollt reagieren auf das, was der Charles Görens hat. Ja, ich kann auch direkt reagieren auf das, was er sagt, weil ich meine, wenn man ablichten muss, wo Lützburg nach überall 4 ist, das ist auch Jugendchômage, das ist auch Jugendprekarität, das ist auch natürlich der PIB. Wir sind ein reiches Land und wir haben lauter Krisen wie alle anderen europäischen Länder auch. Wir müssen dazu zusammen durchgehen. Und ich meine, wir thematisieren heute gerade alle Krisen einzeln. Und was den Herr Görens vorhin erklärt hat, dass das nicht an Ideen fehlen an der Europäischen Union und es fehlt nicht an Initiativen, für weiter zusammenzugehen. Mit fehlen an richtigen Mechanismen, für die Resultate zu kriegen. Ich meine, die hat vorhin erklärt, wie in Deutschland ganz successful ausgegangen ist, dass beim Bundesverfassungsgericht einen Plan tragen, der das zum Beispiel etwas, weil den heute zu Lützeburg nicht kann so genauso wie in Deutschland machen. Und ich gesehen auch ganz gut, den Herr Schmidt hat vorhin nach gesagt, ja, das auch und jugendliche Politiker, also die Nationalpolitiker, daran zu erinnern, was hier Obligationen sind. Und wir gesehen momentan allgemein einfach just an das, was geguckt wird, was Klimapolitik ist, was auch Sozialpolitik ist, aber was auch Gesundheitspolitik ist, die wirklich thematisiert gehen an dieser Krise. Das die Idee sind nicht schlecht, mit der Umsetzung ist extrem schwer. Was für ein Mechanismen hat eine Jugendorganisation von der Europäischen Union für bei einem Minister zu gehen und für zu sagen, der muss. Wie ich dachte, an der Jugend noch gelauscht hat. Da bist du, also den Herr Ja, Görens genau hat das, was ich abgewiesen, auch wollte. was mal mit der Zukunftskonferenz soll geschehen. Aber bis du, wie hat den Eindruck, Das dass ist ihr genau schon das, gelauscht was ich habt? auch wollte gerade sagen, dass wir haben gesehen, es gab auch einen Recovery and Resilience Plan gemacht. An den Konditionen stand dran, die Jugendlichen müssen konsultiert gehen. Wir haben uns wirklich gefragt bei anderen Ländern, bei anderen Jugendorganisationen, die die Jugend repräsentieren, wie viel Teilchen von den Jugendlichen dürfen nicht konsultieren. Was wir müssen heute schätzen, das sind Krisen, wir nicht einzeln thematisieren, wir zusammen thematisieren, für zu gucken, wie wir zusammen können rausgehen. Wir können keine Klimapolitik machen, ohne eine Sozialpolitik machen. Wir können keine Gesundheitspolitik machen, ohne eine Sozial- und auch Klimapolitik machen, aber auch ohne die Ökonomie zu thematisieren. Alles geht zusammen, aber was wir uns müssen fragen, und das auch ganz klar rauskommt, ganz am Anfang, das ist, was sind als Werte, was sind als Prinzipien, wo wollen wir hingehen, und wie wollen wir nach Matto hingehen, und wie ein Moyen gibt wir uns, die effizient sind, die wir wollen wirklich bis zum Schluss einfach ermöglichen, wenn wir die Bürger engagieren, wie engagieren wir die Bürger, und wie ein Moyen hat die Bürger für seine Rechte also gerecht zu gehen, ohne zu sanktionieren, ohne für den Europäischen Gerichtshof oder ohne zum Bundesverfassung. Wie wollen wir weitergehen? Das ist das, was Kofi muss thematisieren. Wie viele Gespräche gibt es zwischen der UNAL oder dem Jugendrat mit Vertretern von der Regierung, für über die Pandemiepolitik zu schwatzen oder die Stimme von der Jugend zu hören? Ich meine, es kann ich gerade nicht UNAL an der Jugendrat zusammen gucken. Wir haben verschiedene Aktivitäten und UNAL ist repräsentiert am Jugendrat. Und ich repräsentiere hier klar also den Jugendrat. Ja. Und Konsultationen, die sind immer, wir haben Konsultationen, wir können auch froh für Konsultationen zu kriegen. Aber wenn aber die Europäische Union sieht, es muss konsultiert gehen, dann muss auch, also das nicht immer den Jugendlichen für bei Politik zu gehen, das auch heißt, so für die Politik bei den Jugendlichen zu gehen. Ich kann nur nicht sagen, dass Kommunikation grausam schlecht ist. Es besteht noch Potenzial. Die besteht, wir haben Kommunikation. Ich sage einfach just so, wir haben die Chance heute zu Lützburg, dass Politik immens nah ist von der Gesellschaft allgemein, aber das tut nicht alle Bürger und nicht alle Jugendorganisationen in Europa. Und das, was wir wollen gucken, das ist, wie wollen wir weitergehen, und wie wollen wir auch gerecht gehen, mit jeder Rang gerecht gehen. Und das nicht, weil wir zu Lützburg sind, aber weil wir vielleicht die Politiker können gesehen, an dem sie vielleicht ankaufen geht, oder weil gerade auch Proximität tut, weil es klang ist, auch weil wir die Proximität kennen haben. Wie wollen wir auch ermöglichen, dass wirklich als dass als die Personen, die selbst vertreten,
also die Selbstvertretung machen an anderen Ländern genau dieselbe Chancen haben. Weil du nur können den auf verschiedene Punkte, wo all dem auch da verschiedene Länder anfangen, Rechtspopulismus zu wählen. Und das sind die Leute am Europäischen Parlament, die dann keine Lust haben, mehr weiterzumachen. Das alles muss nicht so eingeschränkt sein, das muss zusammen gucken. Alles als Konsequenz. Und ich meine, den Herr Görens hat mir erklärt, wie ich 13 oder 14 Jahre war an einer Konsultation. Hin hat man gesagt, das ist nicht so einfach, für einfach zu sagen, wir regeln das dort. Wir müssen ein globales Bild kriegen. Und das ist auch so, wie ich mir wünsche, dass wir auch Lufiro gehen für the future of Europe. Ich würde Madame Neubauer darüber reagieren lassen und so dem Herrn Hanse Luscher, merci für seine Geduld. Du spielen die erste Ball zu, versprach. Luisa Neubauer, also diese Doku, wo wir jetzt einen Mini-Ausschnitt gesehen haben über Fridays for Future, ist super. Also da, wenn ihr Lust habt, auf YouTube es euch anzusehen, lohnt sich wirklich. Und warum greife ich das nochmal auf? Man sieht auch, dass ihr ein Gespräch hattet, oder dass Fridays for Future ein Gespräch hatte mit dem Bundesfinanzminister, Vizekanzler Olaf Scholz. Wir sprechen gerade darüber, wie die Politik der Jugend zuhört. Ich glaube, Sie waren einigermaßen ernüchtert. Aber vielleicht können Sie dann diese Frage, also Ihre Reaktion darauf dann auch vielleicht auch mit einer Reaktion auf die Aussagen von Herrn Görens und Frau Ney verbinden. Naja, man fragt mich sehr oft und man fragt uns sehr oft, ob wir uns zugehört wird, ob wir ernst genommen werden. Und ehrlich gesagt glaube ich, das muss man die anderen fragen. Wenn man das uns so fragt, dann impliziert man ja in der Regel, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Und ich spreche hier als Klimaaktivistin und ich finde es ganz wichtig, dass junge Menschen gehört werden. Ich glaube nur, dass die sozusagen auch im Kontrast zu dem, was gerade gesagt wurde, ich glaube, die größte Respektlosigkeit an jungen Generationen und an deren Rechten ist das, was man unter anderem gerade mit deren sozialen Rechten macht, in der Sozialpolitik, mit der Bildungspolitik macht und mit der Klimapolitik macht. Das sind die Taten, die so viel mehr aussagen als die Worte. Und ich glaube, dass es einen gewissen Hang dazu gibt, sozusagen in einer Art Repräsentationsdrang, junge Menschen irgendwo mit einzubeziehen, während man die gleiche Politik sozusagen umsetzt, die Rechte von jungen Menschen gerade in die Zukunft gedacht systematisch immer mehr beschneiden. Und in dem Sinne, wir werden bei Fridays for Future ganz viel gefragt, ob wir nicht wollen, dass man das Wahlalter absenkt oder ob wir nicht irgendwo einen Sitz haben wollen in irgendeinem Gremium. Und ehrlich gesagt, das ist alles schön und gut, aber wenn die Politik dann weitergeführt wird, die verhindert, dass wir jungen Menschen diese Rechte in Zukunft haben, dann sagen wir Danke bestens. Und dann glauben wir eben, dass man durch eine Art, ja ehrlicherweise hart gesagt, sozusagen Pseudo-Partizipationspolitik vor allem überdenken möchte, dass man probiert, eine Politik zu rechtfertigen, die in der Umsetzung genau dem widerspricht, was man eigentlich theoretisch richtig findet, nämlich dass die jungen Stimmen nicht nur gehört werden, sondern dass sie auch respektiert werden und dass deren Rechte wahrgenommen werden. Und das ist ein großes Problem und in der Klimapolitik wird es halt immer auch wieder deutlich, aber auch in anderen auch in anderen politischen Bereichen. Wie reagieren Sie auf die Rede von Herrn Görens, der jetzt erklärt hat, was der Grundgedanke war der Zukunftskonferenz? Denken Sie oder ja, klingt gut, ich will mich einbringen, ich erhoffe mir dadurch was? Ja, also ich persönlich bin ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert, weil wir seit 2,5 Jahren wird uns nach jedem Gespräch gesagt, wie dankbar man ist und wie wichtig es ist, die jungen Menschen einzubeziehen. Wir haben mit dem ehemaligen italienischen Regierungschef über Klimapolitik gesprochen und die Reaktion bei ganz, ganz vielen Forderungen, die wir stellen, ist immer, ja, wir haben eine Jugendkonferenz für euch organisiert und ja, ihr könnt da mitmachen. Aber ehrlich gesagt, am Ende des Tages werden wir im Jahr 2050 auf einem völlig zerstückelten Planeten stehen mit Ökosystemen, die alle nacheinander kollabieren, mit Arten, die sterben und mit landwirtschaftlichen Betrieben, die nicht mehr funktionieren können und haben zwar überall irgendwo ein Beteiligungsgremium und Jugend und Wahlen ab 14 und junge Menschen, die sich überall einbringen können. In der politischen Realität aber äußert sich eine ganz andere Einstellung dem gegenüber. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Okay, vielen Dank, dass Sie das Stichwort landwirtschaftlicher Betrieb in den Mund genommen haben. Das gibt mir die Möglichkeit, eine perfekte Überleitung zu machen zu Christoph Hansen. Dir sieht an einem landwirtschaftlichen Betrieb abgewurstet, das Teil von ihrer Familienbiografie, für dem, dass man vielleicht, ob das politisch angehen, ob das alles wird gesagt wird, an mir endlich auch eher Reaktion dazu hören. Die hat Umweltwissenschaften also am Master studiert, die hat einen persönlichen Bezug zu den Themen, die wir heute diskutieren. Vielleicht könnt ihr als Introduktion da ein bisschen durchstellen.
Ja, ich meine, was für alle mal wichtig ist, ist, dass den guckt, wie in maximalen Impact ob Umweltpolitik und Klimapolitik kann hun. Und das ist nicht nur in Europa, du musst noch gucken, was darüber raus möglich ist. Und den Charles Goerens hat von China geschwärzt. Wenn wir wollen, so ein Gigant mit an Bord kriegen, dann muss man aber auch für alle mit fertig. Ja, das ist eine darüber schmerzen gleich. Ich will, es ist immer sicher, die meisten im Publikum wissen nicht, wie die abgewürzt sieht. Und ich fand das aber interessant, dass die Leute, also dass Madame Neubauer zu Berlin an auch das Publikum, an die als für den Ekran nullcht und da ein bisschen gewürzt gehen, wird zu verstehen, für wer dir persönlichen Bezug hat. Weil ich meine, ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, die hat das gesagt. Wir waren 7 Kanner daheim. Du schaffst mit der Natur und du weißt ganz genau, wann du den Boden zu falscher Zeit abrappst oder dass erstens mal der Boden da fortlebt, zweitens, dass der Wasser eventuell dadurch verschmutzt wird. Und du musst immens viel aufpassen, weil wenn der Denker bis verloren hast, dann kannst du nicht mehr produzieren. Und ich meine, du warst, wenn du da wirklich stehst, bewusst warst, mit dem, was du schaffst, mit dem du dich ernährst, dass das wirklich das reicht, als was du eigentlich schuhst, dass du das nicht erst verspielen, dann meine ich, also weißt du auch, wo du musst aufpacken. Das war einer von den Gründen, wie ich Umweltwissenschaften zu Straßburg studiert habe, an das Umweltwissenschaften ein Risikomanagement, weil es kriegt nicht alles kontrolliert und du musst dann eben noch gucken, wie ihn dann ideal schafft, wann ein Produkt muss ersetzen, wohin sie ersetzt, wohin sie für allem nicht darf ersetzen. Das sind ganz viele Sachen, wo ihn muss das wissenschaftlich auch beurteilen. Und das ist das, was mir an dem heutigen Debatte immens viel hilft. Das ist natürlich gut, sich immens ambitiöse Ziele zu setzen, mit muss ich vor allem den Weg definieren, wen du hinkommt. Das ist das, was immens wichtig ist. Und da muss ich eben noch die anderen Hebel umsetzen, weil wir können in Europa so propassiv wie wir wollen, wann Chinesen, Amerikaner, Brasilianer, die Inder etc. nichts machen oder wenig machen, dann haben wir das Problem aber nicht gelesen. Du musst mal all als politische Levien umsetzen. Es gibt so ganz viel politisch rund, der das versprach. Der Charles Goerens wird auch interveniert. Also ist auch fairerweise muss ich auch so, dass der Herr Goerens auch immer noch landwirtschaftlich aktiv ist, neben seinem Mandat als Europadeputär. Ich meine, das wissen die meisten am Publikum höchstwahrscheinlich nicht und Madame Neubauer meine ich auch nicht. Vielleicht könnte auch ihre persönliche Bezug durchstellen und dann, Herr Hansen, das versprach, kommen wir strikt. Landwirtschaft. Ja, ihre persönliche Bezug zum Thema Landwirtschaft an, ja, also so wie den Herr Hansen das erzählt hat, wie hinter man da abgewürzt ist, die sieht immer noch aktiv landwirtschaftlich neben ihrem Mandat. Erzähl ein bisschen, mal das weiter machen. Sie passioniert, ich habe zwar keinen ökonomischen Net hier mehr am Betrieb, aber ich schaffe noch immer dran. Ich gehe noch nicht an die Vakanz, nicht nur just für das Klima zu schützen, mir einfach, weil man Frieden möchte, Spaß möchte. Die Landwirtschaft, als von der einen Domain will kennenlernen, wo der ganze europäische Limite stößt, da muss der Bauer gehen. Dann, wenn ich mindestens 4 hält für Mittwochs zu meinen, an freies Tee ranzuholen, da muss der Rechnung nicht Wert machen, dann muss er wissen, die Klima kann sich durch die Rechnung machen. Und die lehrt allkäserem all darüber beneits Grenzen kennen. Aber wenn der eine gewisse Säu erreicht oder an der Performance von der Betrieb, dann dauert nicht lang, bis der Menke von der Realität rumgeholt geht. Die Landwirtschaft muss nachhaltig gehen, wir müssen mit Balance führen, wir dürfen nicht mehr erst den Boden rausziehen, wenn wir bereit sind, dran zu gehen. Die Landwirtschaft als Empfang den Domain par excellence von der Nachhaltigkeit. Also das Landwirtschaft von Haut, responsable Landwirtschaft als so zu handeln, dass auch nach dem Jahr 2100 möglich ist. Und ihr produziert? Was produziert ihr? Schon bedingt durch die Politik 90 abgehalten mit der Milchwirtschaft, schon auch just Ackerbau noch nicht drauf verdient, weil die Produktion hier im Land, die besser Geld aufwerfen, dass sie nicht Cerealien mehr schon da war, 4 auch an Akkord mit anderen mit Lohnunternehmen und der fertiggebrachte Betrieb jedenfalls als Einheit zu erhalten und war möglich für an die nächste Generation zu vergehen. Christoph Hansen, der sieht schon an der Introduktion gesagt, Member vom Umwelt- und Gesundheitsausschuss von der Europäischen Union, an den Herr Goerens hat auch den Joe Biden gelöst. Will ich mal dir über eine Initiative oder etwas schwätzen, was den Herr Biden für einen Punkt gesucht hat. Ich weiß nicht, ob es 4 Gäste oder für ein 3D war. Und zwar geht es darum, dass die Patente soll abheben von den Covid-Impfstoffen. Was ich
fanden nur eine gewisse Ironie für ihn, den sein ganzes Land also sein ganzes Land impft, kein Vaccin exportiert, ähnlich wie die EU, ich meine 40 oder 50% oder wie viel exportieren? Ja, nur bei 50. Nur bei 50 an Ziele geht kommen gin Patentrecht auf. Was tut dir dazu zu sagen? Also wenn den dat isoliert sieht, dann bringt das absolut gut nichts. Was den Joe Biden misst am selben Satz so, als für allem auch, dass die Exportrestriktionen an den Exportverbot für andere Ingredienten, die ihr braucht für Vaccin zu produzieren, das geht über Lipiden, das sind aber auch Filteranlagen, die extrem sensibel sind, die extrem teuer sind und wo man effektiv kein Land auf der Welt tun, das ganz autonom ist, für die Sachen zu produzieren. Den Joe Biden als seine Administration hat justement verhindert, dass die Produkte auch an die Europäische Union exportiert können gehen, was uns geholfen hat, justement als Kapazität auch noch weiter zu steigern. Da hat man extrem Retarde gekriegt, das heißt, von den ehrlich, wir müssen das am gleichen Satz tun. Und da muss ich bedenken, dass natürlich dass immens viel Privatmeer, aber auch öffentliche Gelder an die Recherche auch an Europa investiert gehen. Et muss ich oppassen, wie ein Zeichen den du will setzen, wann nämlich alles, wo investiert geht, den Nobauer lässt, die vielleicht erstens mal nicht den Know-how hat, für zu machen, und zweitens nicht der dort die Kapazität hat, dann möchte ich auch irgendwo die Initiative, die ihr braucht, für Recherche zu machen, für das eigentlich an der Zukunft nicht mehr so geschieht. Und das muss man auf alle Fall ganz klar verhindern. Ich meine, das ist vielleicht wichtig zu erklären, dass nicht, wenn die Patente freigeht, dass nur irgendwie kann anfangen. Ganz klar. Wir haben zum Beispiel Sanofi justement die hat doch eine Produktionsstätte zu Marburg. Das hat 6 Monate gedauert, für die umzurüsten, dass sie überhaupt den BioNTech Pfizer produzieren. Das ist immens lang. Und das ist lo, wo wir alle 2 Jahre ganz kurz sind an der Europäischen Union, mal so, und da mussten an Indien gehen, da mussten so eine Anlage aufbauen. Voilà, wenn ihr erst 6 Monate an den Idealfall gewesen, das dauert wahrscheinlich länger. Dann ist es besser zu gucken, dass wir die Produktionsstätten weiter ausbauen und dann weiter auch dass wir da weiter exportieren. Weil wir sind den Export-Champion an der Europäischen Union, sind 200 Millionen Dosen an die Europäer geliefert, jetzt sind aber auch 200 Millionen Dosen extern geliefert. Du sind wirklich den Export-Champion, du kannst keinen Matthallen, die Amerikaner für allem schon gut nicht. Die Chinesen sind zwar auch stark, weil sie ganz viel an Lateinamerika geliefert haben, aber das ist ein Impfstoff, der bei uns noch nicht zugelassen ist. Denn man muss alle Initiativen konsiderieren, die es ermöglicht, mehr Vaccin global zu produzieren. Ich meine, das ist ganz klar, weil die Krise ist nicht rüber, wenn wir an Europa alle geimpft sind, wenn jeder in Enker geimpft ist, die Mutationen, das ist ganz wahrscheinlich, dass du noch weiter muss der Vaccin auch evaluieren und angepasst gehen für die Mutationen. Ich gehe davon aus, dass die Krise nach nicht nur meint, mehr auch nach Jahren wird leider erhalten bleiben. Davon muss man gucken, dass man das machen, was am effikasten ist, was die Produktion am schnellsten steigert. Und das ist nicht unbedingt just, das dort zu machen. Symbolisch klingt das natürlich gut. Ich meine, da muss man vor allem gucken, dass man auch Niveau von der Welthandelsorganisation, und das gibt es, das ist die sogenannte Ottawa-Gruppe, wo justement die Initiativen konsideriert gehen. Ich meine, muss ich noch so, dass nicht nur die Produktion von dem Wirkstoff vom Vaccin, da sind aber auch ganz Produktionsmechanismen, die sind auch patentiert, das heißt, für Vaccin herzustellen, braucht nicht nur ein E-Patent, du brauchst eine ganze Serie davon. Das ist mehr komplex wie in der Giftmenge. Natürlich, wenn es kann helfen, dann muss man gucken, das geht. Produktionsstätten und Kapazitäten ausbauen als die erste Priorität. So, und ich freue mich, dass sich Hannah meinem Reck etwas gedünnt hat und dass wir eine echte Person haben, eine echte Schülerin aus dem Lünster Lycée, die will zu Wort kommen. Auch dann spielen wir den Ball weiter bei den Philipp, zu gucken, was sich auf Slido geht. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt intervenieren, vorstellt, über Slido, #EuropeDay. Los sind wir ganz gespannt, wen froh du als Matchsprüche hörst, so vielleicht dein Name. Und dann sind wir, wie gesagt, ganz gespannt. Ich heiße Jacqueline Svers und bin in der Klasse S4 DE1. Und genau zu diesen Patenten hätte ich gerne eine Frage an den Abgeordneten Herrn Goerens. Und zwar wurde ja bisher Joe Biden immer als ein Retter dargestellt, der uns aus der Krise rausholen soll. Und denn inzwischen wurden ja bereits 100 Millionen Menschen in den USA gegen das Coronavirus geimpft. Und wie schon vorhin gesagt, hat Joe Biden ja jedoch vor etwa 3 Tagen angekündigt,
dass er zeitweise die Aussetzung von Patenten für die Corona-Impfstoffe unterstützen möchte. Wie stehen Sie dazu und sind Sie der Meinung, dass die EU dem folgen sollte? Ja, ich bin der Meinung, dass dem Joe Biden sich auch so nicht negativ uns gesehen hat. Ich fand heute einen Impuls gehen, für die Politik sich mal davor setzt, wie können wir sicherstellen, dass alle Menschen auf der ganzen Welt geimpft wird. Patentlesung an der Christoph Hansen, in dem sie fachwissenschaftlich absolut keine Sekunde zweifeln, recht, dans l'immédiat geht das nicht. Aber kann aber ein Parallel sehen mit TRIPS, mit dem TRIPS-Akkord, den nach dem Doha-Prozess damals lanciert wurde, für die Proprietät intellektuell mit Ausnahmen behaftet, wenn es Grund- und Elementärmedikamente geht. Damals als eine Ausnahme gemäht ging, für Wert. Und so noch das und die Adresse von dem Neubauer. Damals als Société Civile aus Südafrika geleistet ging, weil die gesagt haben, beim AIDS kann es auch nicht sein, dass nicht mehr just pure pharmazeutische Industrien Geld verdienen. Und ich war damals Entwicklungsminister schon mal Bernard Kouchner, der französischen Impulsgeber für Medicaments sans frontières auf den Weg zu bringen. Wir waren praktisch die Einzigen, die gesagt haben, es geht nicht nur, dass den präventiv handelt, muss noch kurativ können handeln. An dem uns dann Menschen gesagt, die sind verrückt. Ein Treatment für einen AIDS-Patient, der kostet $10.000 pro Patient pro Jahr. Durch die Impulse an die Proteste, die aus Südafrika umgegangen sind, als dem Monopol gebracht gehen, die Proprietät intellektuell als ernst getestet gehen, und wisst ihr, wie viel das den Preis haut ist für einen AIDS-Patient zu kurieren pro Patient pro Jahr? Nicht mit $10.000 pro Jahr. 150. Ja, 150 mal niedrig. 60, 70, voilà. Das ist ein Wert auf Zukunft. Ich ging das, was der Biden gesagt hat, als ein Prozess, als Anfang von einem Prozess, gesehen, wo man natürlich müssen die Produktionskapazitäten, die werden wir wahrscheinlich recht tun, wenn die Corona-Krise an 2-3 Jahre rüber ist. Das muss man merken. Aber ich meine, dass alle Menschen geimpft gehen. Also evident. Geht nicht nur die Amerikaner, wir, an Briten geimpft sind, da bleiben nach 5 bis 6 Milliarden anderer Leute, wo permanent Varianten oder Mutanten, nennt sie wie sie wollt, entstehen, die als Industrie, als pharmazeutische Industrie immer bereits definieren. Ich meine, muss etwas rauskommen an der Politik, wo einerseits die Forschung garantiert das. Es muss im BioNTech für uns 200 Defizit gemäht, das muss noch wissen. No? Sie sind nur am Gang, etwas ranzuholen, für die Perte-Reportien zu decken. Und unter dem Strich, meine ich, muss eine Politik rauskommen, die die Akzeptanz von den Leuten hat. Die gut, ich meine, aus dem Konflikt kann ich nicht raus, wenn den Intérêt für pure pharmazeutische Industrie, die Milliarden verdienen, stellt gegen pure Milliarden Leute, die kein Wachstum kriegen. Ich meine, das ist eine Obligation. Der Resultat, ist die Krise ist weltweit, sie ist global, und dann muss auch global sein. Also noch einmal, die Christoph Hansen hat total recht, was die immediat Antwort belangt. Bei längerfristig muss sichergestellt gehen, dass mir ist egal, wo produziert wird. Es muss genug produziert gehen, für das Leute können normal atmen, ohne mit Maske oder mit zu laufen. Wir fangen an, gleich selber nicht mehr an den Spiegel zu gucken. Einzeln bei mir so, dass ich vielleicht mehr hinaus mit Maske ohne Maske. Wir sind andere, die sind das vielleicht nicht so. Ich drehe mich schnell noch an. Hast du eine Anschlussfrage oder willst du darauf reagieren? Ja, ich hätte noch eine zweite Frage. Ja. Wie man ja weiß, wurden die Vakzinen in den USA bisher zu 100% vom Staat finanziert. Somit lagen die Investitionskosten des Pharmaunternehmens Moderna bei null. Hauptsächlich wurden bisher die Investitionskosten an Forschung bisher immer hauptsächlich vom Staat finanziert. Die Forschung beginnt ja schon bei den Universitäten. Fänden Sie es nicht gerechtfertigt, wenn man in Zukunft die Produktion teilweise dem Staat überlassen würde, also verstaatlichen würde, die Impfstoffe? Dann würde ich diese Frage weitergeben an Herrn Hansen als Gesundheitsexperten und auch an Herrn Schmidt als Vertreter der Exekutive. Also Sie haben ganz recht, es sind nicht nur Pharmainstitute, die forschen, es sind vor allem auch Universitäten. Und wenn da Wirkstoffe entwickelt werden, gründen die
meist eine eigene Firma, die dann irgendwann wieder mal von einem Pharma-Giganten wieder aufgekauft wird, um den Wirkstoff dann eben zu bekommen. So läuft das eigentlich in der Praxis. Was wir uns ganz klar die Frage stellen müssen, und da ist auch die Europäische Union gefordert, damit wir zusammen Produktionskapazitäten in Europa längerfristig aufbauen, weil dieses Virus wird nicht das letzte sein. Das kommt zyklisch, werden wir mit anderen Herausforderungen konfrontiert werden. Deshalb ist das in meinen Augen überaus wichtig, dass wir diese Kapazitäten in Europa haben, dass wir auch weniger abhängig sind von, und das gilt nicht nur für Vakzine, das gilt auch für Medikamente. Wir wissen, dass zum Beispiel bei Antibiotika von den aktiven Substanzen kommen über 90% dieser aktiven Substanzen aus China und Indien, hauptsächlich aus China. Wenn wir da aber wieder Konflikte haben oder Lieferstoppe haben oder was auch immer aus irgendwelchen Konflikten, sind wir zu vulnerabel, wir sind zu verletzlich und abhängig. Das ist etwas, wo wir als Europäische Union aufstocken müssen. Die Kommissionspräsidentin hat auch die Idee einer europäischen Gesundheitsunion auf den Tisch gelegt und das ist in meinen Augen wichtig. Das Budget, in meinen Augen, die 7 Milliarden, die angedacht waren, sind zu wenig, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Da aber wieder kommen wir in der Realpolitik an. Mitgliedstaaten wollen nicht so viel Geld für eine Gesundheitsunion ausgeben, weil sie dann immer wieder auf das Subsidiaritätsprinzip verweisen. Aber ich denke, wenn wir eine Lehre aus dieser Krise jetzt ziehen müssen, ist das Klein-Klein-Nationale hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, wenn Deutschland die Grenze zu Luxemburg zugemacht hat. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir 27 verschiedene Regelungen und Bewegungsfreiheiten in der Europäischen Union haben. Das ist nicht zielführend. Und deshalb denke ich, dass wir da auf jeden Fall ganz klar als Europäische Union nachlegen müssen. Das ist auch was auf die Agenda der Conference of the Future of Europe gehört. In meinen Augen, dass diese Gesundheitsunion definitiv aufgebaut wird. Alleine sind wir zu klein, Luxemburg sowieso, aber auch die größeren, Frankreich, Deutschland, sind zu klein, um mit diesen Herausforderungen zurechtzukommen. Und da müssen Kompetenzen von den Mitgliedstaaten an die Europäische Union abgegeben werden, um wirklich Impact zu haben auf solche Krisen. Das ist auch von den Hauptprioritäten oder von den Hauptfrohen von der Zukunftskonferenz. Herr Schmidt, Schluss nicht ganz. Zu der letzten Frage soll man Produktion verstaatlichen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Weg ist, was ganz klar ist. Das Herr Görens wird das schon ein bisschen klingen gelassen, dass die Milliarden Benefice, die Pfizer und andere machen, dass du muss abwirken, besonders auf den Preis von dem Impfstoff. Ich meine, das da, wo die Staaten oder die Europäische Union müssen abversollen, also wir haben eigentlich die ganze Forschung finanziert, wir haben investiert an Produktionsanlagen. Es geht nicht der Produzent einfach so. Ich meine, wir können nicht von Bresel dezidieren, wo die Europäische Union ein Produzent von Impfstoff. Es gibt Produzenten von pharmazeutischen Produkten, die haben Erfahrung, die haben Technik, aber wenn die Europäische Union oder die Staaten daran investieren, da muss es eine Kontrapartie geben. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite öffentlich Gelder reingesteckt gehen, aber die Benefice, die sind alle privat. Das ist der Enjeu. Und dafür muss über den Preis, über vielleicht Steuern oder andere Abgaben, das reguliert gehen. Wenn ich mich gut erinnere, den Impfstoff AstraZeneca, der viel an der Debatte, den ist entwickelt zu Oxford auf der Universität, von Largement, von Wissenschaftlern. Und die haben an dem Kontrakt, den sie gemacht haben, bei AstraZeneca in Reihe Konditionen dran gesagt, was der Preis vom Impfstoff anbelangt. So nicht AstraZeneca als ein Betrieb, den viel andere Krummsachen gedrängt wird, mit Kontrakten und so weiter. Da sagen sie, aber du weißt, von Öffentlichkeit, Universität, und gesagt, wir gehen das weiter, wann der Preis ja noch vom Impfstoff auf einem gewissen Niveau ist, und nicht so extrem Gewinner können kommen. Und das ist natürlich in Amerika ein großer Enjeu, weil die pharmazeutische Industrie in Amerika ist extrem puissant. Wenn ich weiß, dass da Medikamente verkauft gehen, die eigentlich schon lange rentabilisiert gehen, zum Beispiel gegen Zuckerkrankheit, wo enorm Benefice gestaltet gehen, weil auch
das Gesundheitssystem komplett privatisiert ist, dann muss ihn da abwirken. Und ich meine, das ist so ein Punkt, wo er beide will rückgehen, aber eine Chance. Herr Görens will ergänzen. Auch an der Recherche von der Person, mit Personen schwätzt, die viele Allergien haben oder die ja, zum Beispiel gegen Antibiotika. Die sind darauf angewiesen, dass neue Produkte entwickelt gehen. Aber wenn die Privatindustrie nämlich just die entwickelt, wo sie Benefis machen, dann gehen die da eitel aus. Die haben eine ganze Part die Medikamente, wo zwischen Resistenz sind, da geht. Das mischt die pharmazeutische Industrie nicht von selber. Sie muss vom Staat gefroht gehen, für das zu machen. Und da muss ein Deal gemäht gehen. Und ich meine, die ganze pharmazeutische Industrie entwickeln sich auch, weil sie von pure Regelwirken profitieren. Und sie müssen auch wissen, dass auch eine Entreprise an der Zeit von Haut, und übrigens immer, auch eine Sozialresponsabilität hat, vis-à-vis von den anderen. Es wird traurig, wenn sie sich nicht gegen darüber erhalten, aber wissen, dass aber die meist legalistisch sind, das heißt, weil Gesetze da sind, respektieren sie auch als ein Eis für die Gesetze entweder national, europäisch oder international hinzukriegen. Ne? Wir können es nicht zufrieden gehen, so lange wie die Obligation der Resultate für alle Menschen zu impfen und auch für die Seelekrankheiten zu betreuen, solange wie das nicht realisiert ist. Philipp Ternes, oder will hier, nee, okay. Also, merci, dass ihr, könnt ihr eine andere Frage von uns? Okay, ich gesehen, könnt ihr eine andere Frage, ich spiele aber den Ball einfach unter Philipp, als sagt, was geht sich aufs Slide up? Merci, Jonathan. Also als Trending Questions am Moment, wir haben zum Beispiel eine Frage von Mathis Godefroy, das ist meine Organisation, zu der auch Destal gehört, also als Jugendrot zu Lützeburg. Wir haben noch eine Frage vom Chris, vielleicht ist der Chris auch bei uns am Publikum, kann vielleicht auch seine Frage dann direkt stellen, da können wir ja gucken. Und wir haben eine Frage vom Herrn Nober, dem Direktor von der Schule. Also ganz oben der Mathis, und zwar seine Frage ist, was sind die nächsten Schritte an der Bekämpfung von der prekären Situation von der Jugend an Europa? Dann los wir darüber den Sozialkommissär, der Sozialkommissär reagieren und dann gehen wir weiter. Also ganz klar, es gilt mal, die Wirtschaft zu relancieren. Dafür ist der Recovery and Resilience Plan da. Nationalstaaten müssen investieren. Aber sie müssen natürlich auch so investieren, dass es Jobs gibt, die nicht die Jungen an prekäre Konditionen lassen. Und dafür braucht man so nicht ganz klar, wir brauchen mehr Garantien, was das Arbeitsrecht anbelangt. Das war ein großes Sujet, auch zu Porto. Ich habe natürlich gehört, was Gatas dazu sieht, die will eigentlich den Code du Travail an Poubelle gehen. Da sind wir uns nicht eins. Wir brauchen eigentlich. Wer ist die Base? Herr Gatas ist der Chef von Business Europe. Okay. Wir brauchen neue Regeln. Es kann nicht sein, dass junge Leute Gestalt gehen für 3 Monate, nur 3 Monate losgehen, dann eine neue Gestalt gehen und das höchstens mal Mindestlohn, wenn sie Formationen haben über 6 Jahre oder mehr. Und ich meine, da brauchen wir neue Regeln. Das wird nicht einfach, das ist ein Punkt. Aber ich meine aber auch, das muss die Entreprise sich ein bisschen, das wird in der Regierung so anklingen gelassen, an einem anderen Domain, sich bewusst gehen, dass man eine Wirtschaft, die basiert auf Wissen, auf Kompetenzen, nicht können führen, indem man Menschen, besonders die Jungen, betrachten wie so ein Accessoire-Produktionsfaktor. Die flexibel muss sein, die rausgeholt gehen, und das immer zum niedrigsten Kosten. Es gibt Unternehmen, die meinen das ganz fair, die bezahlen noch die Jungen, wenn sie an einen Stage gehen. Ich weiß das aus meiner eigenen Familie. Es gibt aber auch, die eigentlich Junge gebrauchen, als Stagen, immer im Neujahr, wo die Jungen arbeiten, und nicht just durch Stiefel zu gucken, die auch aktiv impliziert gehen, also nicht bezahlen. Das ist also ein Punkt, wo ich klar sage, wir werden eine Rekommandation über die Stagen, Qualität von der Stagen in Europa. Das ist nicht eine Rekommandation. Das ist nicht immer einfach, darüber wegzukommen. Wir werden probieren, einen Schritt mit weit zu gehen. Und Konditionen
mehr stark zu definieren, in der Veränderung, in denen die Jungleute sollen die Möglichkeiten haben. Aber wir sind ein großes Projekt, das wird dieses Jahr, Ende des Jahres kommen, über all die Jungen, die auf der Plattform arbeiten. Die Mehl verhoben und eine Pizza bringen. Und die praktisch gut keine Garantien haben. Die Minimum vom Minimum arbeiten, die keine Protektion sozial haben, wenn sie ein Accident haben, nicht protegiert sind, nicht von Pension an einer Rechte zu schwätzen. Hier wird die Kommission, und ich meine, das ist auch ganz klar zu Porto unerkannt gehen, akzeptiert gehen, mit Propositionen kommen, für die, und das sind Menschen, die jetzt praktisch exklusiv Jungleute, Rahmen zu schaffen, für die an eine Protektion ranzuholen, an die Prekarität, an der sie heute sind, drastisch zu diminuieren oder komplett zu eliminieren. Das sind also paar Sachen, wo man nur setzen kann. Für mich so nicht ganz klar, als die Prekarisierung von der Arbeit, besonders für Jungen, nicht nur für Jungen, besonders für Jungen, als muss ein No-Go gehen. Und ich werde alles an den nächsten Jahren durchsetzen, auf europäischem Plan, und das haben wir ja auch par ailleurs als Amerika. Und dafür ist nicht nur wichtig zu sagen, wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Das ist wichtig, Qualitätsarbeitsplätze zu schaffen, mit sozialen Rechten, mit einer gewissen Sekurität. Das Leben ist nicht, ich habe einen Job, und morgen muss ich gucken, wie ich über die Tonne komme. Wo können Jungen sein Leben planen, eine Familie gründen, sich projizieren an Zukunft, wenn er nicht weiß, was eigentlich den Tag drauf mit ihm geschieht. Und ich meine, da muss man umdenken, und das ist keine einfache Entreprise. Wir kommen aus einer Zeit, wo das Motto war, jeder muss maximal flexibel sein. Menschen sind nicht, müssen flexibel sein, ich erkenne das doch ein gewisses Maß an, mit Menschen brauchen auch Sicherheit. Ein Leben zu organisieren, zu planen, braucht man Sicherheit. Und das fängt unter anderem, sind noch andere Aspekte von Sicherheit, Gesundheit, Environnement als eine Sicherheit, aber auch das Arbeitsleben muss man ein gewisses Niveau von Sicherheit heranbringen. Das hat man in der Vergangenheit, das tun wir einfach. Ich ging an dieser Stelle in der ersten Part dafür, für nach ein paar Fragen ranzuholen. Kurz nach Froh, für dem, dass man dir wird, gehen der Chris, den die Frau auf Slido gestaltet hat, ist den in der Dice oder sitzt der Chris irgendwo anders? Okay, der Chris sitzt irgendwo anders. Okay, gut, dann werden wir die Frage gleich vorlesen. Hol den Mask gern auf und so als weißt du heißt, wie du bist, aber denk vor. Mein Name ist Charles Frisch, ich bin auf der 3C an Schalling froh für eine Hansen. Und zwar gehe ich gerne darauf zurückkommen, ob die Gesundheitsunion, von der da gespart wird, müsste man nicht vielleicht Vertrauen an als andere Institutionen stärken, eher mal neue etablieren, weil, muss ich leider sagen, die EU zeichnet sich nicht durch die demokratische Stärken aus. Viele Sachen können von uns gewählt gehen, können nicht von uns direkt beeinflusst gehen. Dafür, wie gesagt, müsste man nicht vielleicht die alle Institutionen stärken, dass die Leute daran Vertrauen gewinnen? Das ist ein komplex froh, dass das effektiv die Institutionen stärken. Das heißt, der will man da so, dass effektiv die viel dich nicht repräsentiert von den Leuten, die zu Brüssel Politik machen. Der hat natürlich recht, zu Lützeburg Europadeputierten zu wählen. Den Kommissar war da ja auch Kandidat bei den Europawahlen, war auch kurz Europa, der Tisch nutzt sich auch der Wahl gestaltet. Du hat der direkten Aufschluss, Lützeburger Repräsentant zu wählen, aber auch über Nationalwahlen, weil auch die Regierung, die Ministerin auf Brüssel an vertreten Interessen, kann den sich natürlich vorstellen, und dazu und leider doch, dass Ursula von der Leyen das nicht von den Bürgern direkt gewählt ging. Das ist richtig, damit du musst ihn effektiv Grund umsetzen, da gibt es Evaluierungen vom europäischen Spitzenkandidatensystem, da die noch vielleicht, und das ist auch etwas, was notamment an der Konferenz sur le futur de l'Europe wird angeschaut gehen, ob es nicht möglich ist, dass die zum Beispiel dann auch
nach de Spitzekandidat von der enger oder anderer Fraktion nieft Nationalvertreter sitzt, in der du auch kennt wählen. Das sind die Überlegungen, die gemacht gehen. Du gehen natürlich Meinungen, also nicht. Wir wissen noch, dass das sind die Sachen transnationale Lüchten. Ich meine, die auch an transnationale Ehrengruppe. Listen, wo doch ganz viele verschiedene Ideen gibt. Das natürlich auch transnationale Listen, wo dann ugedurcht gehen, dass wir als Lützburger dann auch eine transnationale Liste sind. Da haben wir natürlich mehr Chancen, wenn wir es just mal vergleichen. Mit Deutschland haben wir mehr Visibilität. Das ist natürlich, muss ich fragen, ob das der Meinung von Lützburg ist oder nicht. Ich denke trotzdem, dass die Nationalkomponenten noch immer wichtig bleibt. Mit muss ich aber überlegen, ob man das Spitzenkandidatensystem so festlegt, weil dann ist doch nur so, dass die Leute wissen, okay, schon ein Manfred Weber oder ein Franz Timmermans oder Ska Keller, ich will, dass das Kommissionspräsident hinter den Do, aber auch sein Kreuz kann machen. Ich meine, das sind Überlegungen, die er muss machen. Auf der anderen Seite will ich aber auch so das Problem ist nicht von der Gesundheitsunion, das für allem, weil die Mama-Staaten aktuell nicht wollen, dass das zu Brüssel gemacht wird. Oder dass wenig zu Brüssel gemacht wird. Aber wie ich wieder so, es möchte keinen Sinn. Es möchte Sinn, wenn es nur um die Ausbildung vom medizinischen Personal halt zu Lützeburg geht, dass man das natürlich auf Lützeburg zuschneiden. Wie wenn es um eine Pandemie geht, wenn es um ein globales Problem geht, da möchte die nationale Dimension keinen Sinn. Und da gehen noch die paar Milliarden, die vorgesehen sind für die Gesundheitsunion am Menge an, nicht durch. Das ist ein generelles Problem. Da können wir auch, nur wenn wir vielleicht noch ein bisschen über Klima- und Energiepolitik schwätzen, noch ein so, du musst effektiv andere Lösungen gehen. Ich will mir da mal eine Gegenfrage stellen. Wenn wir an der Europäischen Union das Prinzip hatten, One Man oder One Woman, One Vote, wärst du dafür oder dagegen? Dat hicht dass jeder eng Stimme hat oder Also jeder Verein, also alle Stimmen von allen EU-Bürgern ist genau viel wert. Und wir hatten zum Beispiel auch Belöschten, transnational zum Beispiel. Loa sind ja de facto so, dass Stimmen von einem deutschen Wähler manner wert ist wie die von einem Lützebäuer, weil Lützeburg hat 6 Europadeputierte, das ist schon länger noch, ne? Oder 6? Länger noch, ja. Das heißt, wenn ihr das dann in Relation setzt mit unserer Population, dann ist die Stimme von einem Lützebäuer mehr wert wie die von einem Deutschen. Könnt ihr schon? also ich fand das schwer froh, weil wenn man das System aufhören, dann hat ja den Notdeal, dass Kleinländer wie Malta, Zypern oder auch Lützburg. Wir hatten einen halben Deputierten an dem Fall, ja. Ja, mir wäre komplett unterrepräsentiert. Aber wir können nice Anti-Regeln durchsetzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es einfach wirklich unfair, dass wir so überrepräsentiert sind, Sachen barrikadieren können, obwohl wir sich viel mehr Einfluss müssten haben. Du weißt, ich weiß nicht, ob ich da direkt Nee oder Ja sagen, weil, wie gesagt, das ist schwer froh. Ich hatte aber anschließend auch Angst, dass wir einfach ein Problem haben wie in den USA, wo die kleinen Bundesstaaten komplett überrepräsentiert sind und zum Beispiel so ein Herr Trump an damit kommen ist. Kann ich das vielleicht dazu reagieren? Ja. Ja. Ich meine, das ist eine ganz interessante Frage, weil eine Stimme, also eine Person, eine Stimme, eine Repräsentation von der Person, da muss ich noch gucken. Also ich merke ganz oft, dass Europa ist ja immens komplex und da ist es doch drin zu gehen, für wirklich der Jugend mal wirklich können, Europa mehr notzubringen. Nicht nur, an dem sie hier Stimmen können vertreten, sondern an dem sie auch können verstehen, was sich das handelt. Und ich meine, die politische Bildung, die auch in Europa ist, die muss immens gestärkt gehen. Und dann ist das natürlich auch ein ganz komplizierte Frage, weil da könnte natürlich auch die Frage, ob wie viele Jahre soll ich wählen gehen, ob wie viele Jahre soll ich mit können für die Europäische Union schwatzen. Und dann fängt die nun so ganz fried gefächert. Charles Goerens als ein Experte für institutionelle Angelegenheiten. Also muss ich aber auch wissen, dass Decisionsprozesse an der Europäischen Union folgendermaßen getestet sind. Am Europaparlament stimmen rund 700 Deputierten auf. Wenn die Lomengt Lützeburg wie immer repräsentiert, ging ich aber so, wenn wir ein anderes System hätten, dann wird der Pluralismus von der Lützeburger Vertretung zu Brüssel nicht garantiert. Dann hätten wir einen halben Deputierten, die wir vielleicht in der CSV. An Deutschland, wo in bald 1 Million Stimmen muss für einen Sitz zu kriegen, da ist der Pluralismus viel mehr ausgeprägt als bei uns. Da kann zum Beispiel eine Partei wie Volt mit Männern wie 3%, kann die einen Deputierten kriegen. Das ist in Lützeburg nicht möglich. Also wir haben zu Lützeburg muss ich praktisch aber
mindestens 13-14% von den Stimmen haben, für was dran zu kommen. Also die Lützeburger, die Intérêt von Lützeburg von Europa zu Dresden und zu Straßburg vertreten, die decken mehr ein breite Spektrum am Anfang relativ von der Bevölkerung auf. Das ist ja wohl korrektiv da, weil am Ministerrat da zählen nicht nur, da muss zwei Quorum erreichen. Einerseits muss eine Majorität von Ländern haben, eine breite Majorität von Ländern haben, und zweitens muss an der Majorität auch eine Majorität von den Abwohnern, von den Wählern, die an den Ländern geht, rumfahren. Also das schon so getestet gehen, dass aber Menge noch fair ist. Und ich werde mir so lange wie ich atmen, da gehen wehren, dass Lützeburg auch nicht mehr 1 Millimeter gezwungen wird, aufzuweichen im System mehr haben. Das den am besten geht übrigens da mehr kleine Länder wie mir, Malta zum Beispiel, auch für die gilt das, was für uns gilt, dass am Mengen an wir singularisieren ist nicht. Du hast gerade gesagt, an den USA, ein kleiner Staat, den hat auch zwei Senatoren. Und nur das Repräsentantenhaus, was immer noch eine andere Logik funktioniert. Also ich fand sogar ein großer Konstitutionalist wie den Jean-Louis Bourlange in Frankreich. Der weiß ja auch, dass Frankreich mehr Deputierten hat, wenn sie dasselbe Wahlsystem hätte wie mir. Und mit derselben Wählerzahl deputiert kriegt wie mir. Aber hier seht ihr, also der Preis, den muss bezahlen, für das Pluralismus in Land respektiert wird. Kann ich direkt eine Gegenfrage stellen, wenn Schrift? Ja. Wenn ihr bedankt, dass wir die nächste Europawahlen bald da wahrscheinlich dann also die Wähler auch 16 Werte sind, und es sieht den Bürger eine Stimme, soll den nicht zu Lützeburg auch mal die Überlegung haben, für dann ab 16 Jahren für die Europawahlen können mitzuwählen. Die Frage können wir vielleicht die drei weitergehen, wenn man man schreibt ein Satz als Antwort, dass man auch ob die andere Frage können gehen. Das fängt nicht also ganz klar, man muss die dort Evaluierung stellen, wir mussten aber dann noch gleichzeitig so, dass man politische Bildung an den Schulen Abhängers hat, die am spätestens brauchen, weil das tut keinen Wert, Leute nur aufstimmen zu lassen, und sie haben verschiedene, die interessieren sich dafür, andere nicht. Ich meine, politische Bildung gehört auf das Schulprogramm ganz frei, und dann kann es da eine Möglichkeit. Ja, mit 16 Jahren sind ich absolut dafür, mehr unter der Kondition, die Herr Hanse gesagt hat, politische Bildung an Schulen ran, dass die überhaupt das Europa verstehen geht. Weil ich merke aber, dass da gewisse so eine Krise sind, die auch von Herrn Görns da ein bisschen geklärt sind, trotz allem. Herr Görns? Also aufgesehen davon, dass auch noch 50, 60 oder 70 Jahre politische Bildung könnte brauchen, das gibt ihnen ganz gut hin. Wenn sie sich gegen Heinz da aufsetzen, par rapport zu dem Schrott, den sie erzählen, der geht doch. Sind ich der Meinung, dass 16 Jahre gut wäre, auch für den Madame Neubauer Satisfaktion zu gehen, dass die Jungen mehr gehört geben. Wobei Madame Neubauer so, dass aus ja nicht etwas, was hier gegen durchgehen. Frau Neubauer, ich nehme Sie jetzt wieder in die Runde mit auf. Ich müsste nur die Frage von dem Herrn Chris nochmal sehen. Weil diese Frage wollte ich an Sie und an Herrn Hansen weitergeben. Können wir die nochmal... Hier. Was muss in der Hall gehen für... Nee, warte, wo? Ah, hier. Für was geht immer so stark, ob China... Jetzt sehe ich mich, das ist schlecht. Für was geht immer so stark, ob China, USA gepocht. Wenn uns Nachbarschaft brennt, dann lassen wir als echt uns Haus, aber werden nicht drauf, was den Nachbar möchte. Für was holen ich die froh mal dort? In einem laufenden Debat effektiv über den Vergleich auch mit anderen Ländern geschwärzt. Und auch das ist ein wichtiger Punkt auch bei der Klimapolitik. Frau Neubauer, wenn die Europäische Union, jetzt vielleicht können wir Frau Neubauer wieder okay, sehr gut, einblenden. Ich glaube, Sie hätten nichts dagegen, wenn die Europäische Union Vorreiter wäre. Also wobei, in Sachen Klimafragen, glaube ich, stellt sich die Europäische Union verglichen zu anderen Weltmächten nicht so schlecht dar. Aber dieses Prinzip, wir gehen in Europa, geben den Weg vor und der Rest folgt hinter uns, dem würden Sie nicht so widersprechen, würde ich schätzen, oder? Naja, in der Klimakrise geht es ja überhaupt nicht darum, was ich irgendwie schön und gut finde, sondern es geht darum, was gemacht werden muss, um das Paris-Abkommen einzuhalten zum Beispiel. Also letztendlich, um die Menschheit vor sich selbst zu schützen, wie wir das Gott sei Dank schon vereinbart haben.
Und man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass eben auf die USA lange kein Verlass war. Und da war es ganz, ganz wichtig, dass die EU gesagt hat, hey Leute, wir lassen uns davon nicht abbringen und wir lassen uns nicht runterzerren von der Klimaleugnung, die in den USA stattfindet. Was jetzt aber de facto passiert, ist, dass die USA sozusagen wieder am Start ist und sagt, hey, wir machen auch wieder mit Klimaschutz. Und gleichzeitig erleben wir, dass in der EU ganz viel erodiert und dass die EU-Klimaziele zwar angehoben werden, aber überhaupt nicht ausreichen sozusagen für das, was gemacht werden muss. Es werden mit Zahlen gespielt. Man rühmt sich jetzt mit einem 55%-Ziel bis 2030, was beim genaueren Hinsehen eigentlich gar kein 55%-Ziel ist, sondern nur ein niedrigeres Ziel. Man verkündet einen Green Deal of Europe und unterwandert den dann systematisch, indem man ununterbrochen Politik verabschiedet, die den sozusagen aushebeln. Also das ist ein Riesenproblem, dass die EU dasteht, als würde man sozusagen hier ganz, ganz viel tun. Und sicherlich, wir stehen im Vergleich zu anderen Regionen sozusagen on paper gut da, aber das spielt hier überhaupt nichts, das tut nichts zur Sache, weil die Messlatte ist ja das, worauf man sich im Pariser Abkommen verpflichtet hat und nicht das, was andere Länder sozusagen machen oder nicht machen. Und dass man dann ausweicht und sagt, aber China und aber die USA, das ist ja ein ganz klassisches Argument, mit dem man auch relativieren möchte, dass man Klimaschutz vielleicht auch gar nicht so wichtig findet. Das hören wir sehr oft aus den Ecken von den Leuten, die hauptberuflich damit beschäftigt sind, Gründe zu suchen, warum man denn nicht noch mehr Klimaschutz machen kann. Dass China auch ein gewaltiges, sozusagen, klimapolitisches Problem hat und ist ja keine Frage. Aber das kann ja nicht sozusagen dafür sorgen oder das kann kein Grund dafür sein, warum man hier weniger macht. Im Gegenteil, müsste uns ja noch mehr anspornen. Ich lasse Herrn Hansen zur Gegenrede ausholen. Herr Hansen. Ich muss nicht gegenreden. Ich antworte noch froh vom Chris. Also ich meine, was wichtig ist, dass keine Excuse für zu sagen, wenn die Amerikaner und Chinesen nicht machen, dann müssen wir es nicht machen. Das ist gar nicht das, was du am Dialog hast. Wenn wir Klimapolitik an der Europäischen Union machen, wo man zum Beispiel für Stahlproduzenten, Zementproduzenten schon einen CO2-Preis haben, du kannst darüber streiten, ob den nicht hoch genug ist. Aber es ist aber ein Problem, wenn wir dann wirklich Druck auf unsere Betriebe machen, die dann auch müssen so investieren, für mehr nachhaltig zu gehen und hoffentlich auch klimaneutral gehen, was ganz challenging ist, wo wahrscheinlich Wasserstofftechnologie gebraucht wird. Die muss man als Europäische Union fördern. Das können wir hier machen. Aber für dass die Industrie überhaupt evaluiert und dass es nicht einfach zu denken, zum Punkt könnt sie machen so, den Stahl könnt just nach aus China ran und dann haben wir gar kein mehr Levé mit drauf. Das ist ein Problem. Und dafür haben wir notamment den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, der soll kommen. Das ist ein Paket Fit for 55. Fit for 55, das sind die 55% minus bis 2030. Wir als Parlament hatten minus 60%, die da durchkommen sind, dass sie an den Verhandlungen am Conseil sind die minus 55 konfirmiert gehen. Da ist justement der Carbon Border Adjustment Mechanism dran. Und da soll da erstens mal, wenn die Tonnen Stahl aus China rauskommt, die gar kein Klimaablagen hat, müssen die dasselbe bezahlen, was der CO2-Preis an der Europäischen Union ist. Und dann muss ich darüber sprechen, was wird mit den Suchen gemacht. Die Suchen sollen nicht zurück irgendwo an die Staatskasse fliegen, die Suchen müssen an die Energiewende investiert gehen, die müssen an Technologien, an proper Energien investiert gehen. Und du musst man als generell vorstellen, wenn wir an der Europäischen Union Ziele für erneuerbare Energien. Letzteburg schon denkt von den Schwächsten an der Europäischen Union, aber wir haben noch Probleme, die wir überhaupt zu erreichen. Da gehen wir an Estland Zertifikate kaufen, wo sowieso die Energie, die Wasserenergie schon produziert wird. Das ist eine Menge der falsche Weg. Ich meine, wir müssen darüber überlegen, dass man nicht nur ein Budget für Verteidigung haben, zum Beispiel, oder ein Budget für etwas anderes. Wir brauchen ein Budget für erneuerbare Energien, obligatorische für alle Memberstaaten, wo ein Prozentsatz von ihrem PIB dafür angesagt wird. Und dort muss nicht gesagt werden, das muss alles zu Lützburg, weil wenn wir die Suchen holen und wir machen das auf einem anderen Platz, wo wir zum Beispiel Eiskotisationen an den Wandpark setzen oder Eiskotisationen an in Solarpark setzen, an Gegenden, wo es mehr Sonne ist, wie halt zu Lützburg, dann haben wir wesentlich besser geschafft. Du hast dann pro Euro können viel mehr Kilowatt Rausproduktion. Das muss man von dem Gedanken, dass das alles muss auf einem Terra gemacht gehen, dass das Blödsinn und dass man dann nach Zertifikat bei einem anderen Memberstaat kaufen gehen, das hilft als Statistik zu erfüllen, das hilft absolut nicht für wirklich den Quantensprung an der Energiewende hinzukriegen, wie wir berichten. Das ist an das Statement von Madame Neubauer, dass die Klimaziele von der EU an den Green New Deal, dass du auch noch ein bisschen Potenzial nur hast, das gegen da dann auch unterschreiben.
das immer Potenzial nur, man muss aber gleichzeitig wer definieren, wie man nur bekommen. Ich meine, nur ist ganz klar, 2050 Klimaneutralität, das ist ein Objektiv, die wird von alle gedroht. Wir können als das schön auf Schiller klappen, wenn wir als das drohen. Wir müssen nur Schiller ansetzen, dafür muss man auch den Recovery and Resilience Fund, da steht nicht nur Sozialverträglichkeit dran, wir auch notamment die Durabilität muss fördern. Da muss man dann auch aufpassen, dass die Memberstaaten und Kommission passt darüber ob, dass du nicht nur irgendwelche Projekte, die sowieso an der Markt waren, dann finanziert gehen über die europäischen Gelder, die, ich meine 47%. 37% für Green Technologies, Green Investment. Voilà. Das muss man aufpassen, dass du nicht irgendetwas, was sowieso schon an der Markt war, dann da querfinanziert wird. Das sollen neue Projekte sein, das sollen zukunftsorientierte Projekte sein. Also, wir haben noch eng froh, wir haben ein bisschen mich später angefangen, du weinst, allein schon mal nach dir eng froh, mal dran zu holen. Wer ist dein Name? Marwa Hidan, also ich bin auch in der S4.de 1. Meine Frage ist, es ist schon ein anderes Thema, was vorhin war, und zwar, dass die jungen Stimmen zugehört werden. Ja. Aber welche Garantie kann man den Jugendlichen geben, dass ihre Stimmen wirklich zugehört werden? Weil alles, was man gibt, sind nur Versprechen durch Wörter und nicht durch Sachen, die man tut. Und man würde gerne so Beweise haben, dass etwas passieren wird. Darf ich nochmal deinen Vornamen wissen? Marwa. Marwa. Ja. Du gibst uns gerade eine perfekte Vorlage für ein Schlussstatement von jedem der Gäste, wenn es für dich okay ist, dass wir diese Frage an alle 5 weitergeben, mit der Bitte um eine Antwort, die nur einen Satz dauert. Und ich kann vielleicht Christopher Miranda probieren, sich um das Piano zu setzen. Christopher aus Hai. Für so lös eine Konklusion unzukündigen. Also, Marwa, froh, deine Frage war, was können wir machen, damit die Jugend, damit man der Jugend besser zuhört, richtig? Nein, damit die Jugend euch glaubt. Weil, also zum Beispiel... Damit die Jugend der Politik, ja, den Politikern glaubt. Ja, weil zum Beispiel als letztes Jahr Fridays for Future, also hier in der Stadt gab es ja einen Lauf für Fridays for Future. Hier ist es nur, ja, Jugendliche wollen nur dahin gehen, nicht um ihre Zukunft zu verbessern, sondern um die Schule zu schwänzen. Und das war auch schon ein bisschen respektlos. Okay, also ich gesehen Luisa nickt, ich gerade gewürgt von erster Regie, dass Luisa muss gehen. Haben Sie noch die Möglichkeit, in einem halben Satz das zu beantworten oder wird es schwierig? Ja? Ich muss mich verabschieden. Ich bin ein Riesenfan von der Frage. Ich finde, du triffst es genau auf den Punkt. Es ist ein unglaubliches Problem, das immer und wieder erklärt wird, man wolle die Jugend ja ernst nehmen. Und wenn man dann aber Politik macht, dann macht man sozusagen genau das, was sozusagen eine großartige Respektlosigkeit gegenüber der Jugend und gegenüber ihren Stimmen ist. Und ich bin total bei dir und ich bin sehr gespannt auf die Antworten der Runde. Ich werde sie mir aber später anhören müssen, weil ich muss mich ganz schnell verabschieden. Es tut mir leid, wir haben hier vollgetaktete Tage. Aber ich sende Frau Neubauer, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben am Gespräch mit uns. Viele Grüße nach Berlin. Hier am Panel ging ich als echt als Männer an als Politiker zu Brüssel und zu Straßburg, ob die froh antworten losen an der Jugend beim SLN gleich Wort gehen. Charles Görens, Nicola Schmidt, Christoph Hansen und dann SLN. Also Politiker lebt von Versprechen und überlebt, wenn Versprechen hält. An einem Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nicola Schmidt. Also ich meine, in Europa hat eine Zukunft Matzinger Jugend, wenn die Erwartungen von der Jugend respektiert und erfüllt gehen, so muss ich sagen, so dass das Projekt Europa auf wirkliche Face. Christoph Hansen. Marwani, also ich bin mir sicher, dass von den 3 Politikern Habannen kein sieht, dass er das nicht mehr gemacht für Schuld zu schwänzen. Das ist nicht mal ganz klar. Was man muss machen, ist, es gibt eine europäische Bürgerinitiative. Die muss man flexibilisieren. Es geht nämlich nicht nur um mehr jung Wähler gehen, sondern den auch europäische Bürgerinitiativen schon mehr jung kann unterschreiben und lancieren und du man das Politik forcieren, Propositionen auf den Tisch zu legen. Ich hatte die Chance, der Rapporteur zu sehen für die Revision von der Trinkwasserdirektive. Das war die erste Kehr an der Geschichte. Das ist eine Bürgerinitiative, die nicht Unterschriften kriegt. Das muss man einfach gemacht werden und du musst die Jungen können mitmachen. Okay, ihr seid mit ganz vielen Kommen. Okay, SLN, die wird gleich Wort. Merci. Also erstens will ich den Politiker daran erinnern, wenn er eine Frage erst selber stellt, was denkt, also muss an ihrem Kopf kommen, was denkt der Opa, was denkt Mom, was denkt Google, und was denkt
die Jugend. Aber wenn dabei der letzte Frage keine Antwort hat, dann kommt bei uns eine Frage, weil vielleicht tun wir nicht die Antwort, aber vielleicht können wir zusammen die Antwort finden. Und dann wollte ich aber als Lastwort aber und die Jugend gehen, weil das Politiker ist nicht hören, das ist eine Sache, mir das mir abhalten, das ist eine andere Sache. Aber wenn wir wollen gehört gehen, dann müssen wir uns weiter engagieren, dann müssen wir weiter Stunden verpassen und dann müssen wir weiter auf die Straße gehen. Und ich kann nicht garantieren, dass Organisationen da sind, dass Leute da sind, die motiviert sind, für gehört zu gehen. Aber wenn wir kein bestes Beispiel vorweisen, dann haben wir ein bisschen verloren. Aber wir werden nie ein ganz schlechtes Beispiel, weil wir werden immer dafür weiterkämpfen. Eine bessere Konklusion könnte man nicht tun. Vielen Dank dafür, Estelle Nee. Und wir übergehen an Christoph Schröder, Chef vom Büro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg, für die Kultur von unserem Debat. Vielmals merci, Jonathan, vielmals merci, ihr alle Gurten für den flotten Debat, den wir heute Morgen hatten. 2 Stunden, wo es um all die Sachen gegangen ist, die als Haut am Alltag, die als bewegen, die wir gerne noch 4 bringen wollen, und die wichtig sind für Eis, Zukunft zu summen. Zu Summen Lesungen gefahren, kämpfen. Das ist wichtig und ich hoffe, dass dir das aus dem Debat heute ein bisschen matt holt. Heute ist Europatag. Für rund 71 Jahre hat Robert Schumann den zu Klausen hier an der Stadt zu Lützeburg geboren ist und für rund 71 Jahre französischen Außenminister war. Den hat eine Deklaration für gelöscht, die Basis ist, für was wir heute zusammen sind an Europatag begonnen. Den Autor, oder den ein bisschen matt geschafft hat bei dieser Deklaration, das war der Jean Monnet. An den hat, wenn ich auf das Sujet von Haut gucke, Krise, wie gehen wir zusammen damit um? An einer Situation, wo auch in den 50er Jahren die EU und hier Vorgängerorganisationen auch schon die eine oder die andere Krise kannten. Ihn hat an seine Memoire hergeschrieben, l'Europe se fera dans les crises. Et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Ich invitiere euch heute alle Gurten, mal zusammen zu schaffen, dass wir Lesungen finden, dass wir aus einer Krise, die wir haben, auf dem nationalen Plan vielleicht, hier an der Gemeinde, an der Schule, aber auch an Europa, dass wir die zusammen anpacken, zusammen Lesungen finden, auch am nächsten Jahr Europatag, vielleicht auch dann auf einer mehr optimistischen Note können feiern. In diesem Sinne, ihr alle Guten, schönen Europatag, vive l'Europe, vive Luxemburg, all Gutes, bleibt gesund. Vielen merci, Christoph Schröder. Vielen merci, Charles Görens, Nicolas Schmidt, Estelle Nee, Christoph Hansen, Christoph Miranda für die Begleitung am Piano. Und Lufremer Eis, sind wir nicht mehr an der Live-Situation, dann den Lünster Lycée als Europäische Botschafterschule auszuzeichnen, hin ein Plakat zu überreichen, und dann können wir alle gut zusammen dazu ein Foto holen. Vielen merci, dass ihr alle gut so geduldig wart, geduldet und den Debat hoffentlich war interessant, und bis nächste Mal.